Da, Punkt 8. Drücken wir mir auf das Knöpfel und nicht vorher. Ich weiß nicht, was mit dem Peter und mit dem Timmy schon wieder ist. Haut dritten Meister! Meinen wir heute das Licht laut dran und einen Ton nicht und eine Zeitung oberlegen, da klang so, wenn ich heute sie vor dem Kasten normal hier sitze, gell? Ich sag, Peter, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Schmidi, merci dir. Oh, ich hab die Tröte vergessen, ich hab nämlich da ein bisschen was umgebaut. Das hat jetzt weniger mit dem heutigen Stream zu tun als ich hab die Tröte vergessen, ich hab nämlich da ein bisschen was umgebaut. So, wieso dauert das schon wieder 3 Stunden, bis ich da mal irgendwo auftauche? Weiß ich nicht. Hobby! Ich bin's, 1 Birger und 1 Micke. Krumm in Hallfeier, Peter, Timmy, Schmidi, merci dir, Bussi aufs Nussi. Ton wo? Wo Ton? Wo? Na. Please! Schönen Abend ebenfalls! Weiß ich noch nicht! Wünsche ich euch! Auf amerikanische Kiwara ist verlost, die treffen immer ins Schwur. Die treffen immer ins Schwarze. Jetzt musst du mir bloß noch sagen, was Kieberer sind. Wahrscheinlich im Kontext des blutig schwarzen Humors Polizisten. Den Begriff gibt's bei uns nicht, leider. Leute, Dankeschön! Ist ja gut! Ist ja gut! Der Peter schon wieder! Mit mir ist gar nichts, bei mir war es 8. Du musst die Uhr richtig stellen. Weiß ich nicht, was da los ist. Wir hatten seine Uhr nicht nach der Internet-Uhr gestellt. Ich verstehe die Frage nicht. Verstehe nicht. Peter, mir jetzt wieder ein Resub. Austrian von ganzem Herzen, Dankeschön. Herr Dragon, merci dir. Hauptdritte hat einen kleinen Indie-Game-Empfehlung für die. Blasphemie ist es mir, kenne ich schon, habe ich offstream gespielt. Aber merci dir. Stefan! Wieder 58 Monate, du Gottverdammter Irre! So schaut's aus! So, wir schauen mal. Gendarmerie. Das sagt man bei uns auch nicht. Bei uns sind es einfach Bullen, fertig. Und das wird schon wieder als Beleidigung gesehen. So. Ich finde, dass der Begriff ist so allgegenwärtig, dass man da eigentlich nichts sagen kann. Das ist für mich keine Beleidigung, das ist einfach, da weiß jeder, was gemeint ist. Timmy Boy, grüße von mir daheim, magst du mir jetzt wieder? Jetzt mag ich dich wieder. Schluss, ein Leerzeichen, wenn Kind, gibt's 10 Minuten Timeout. Schluss das. Kibra ist gleich Klappelständer bei uns in Österarm. Was? Kibra ist Kappelständer. Im Ernst jetzt? Und ihr bezeichnet jetzt halt Polizisten als Kappelständer. Das ist eigentlich ein guter Witz. Wieso haben wir sowas Gutes nicht? Wieso haben wir sowas nicht? Weiß ich nicht. Ja, da haben wir eigentlich wieder meilenweit hinten noch. So, jetzt kriegen wir jetzt mal einen Haufen rein, damit nichts passiert. Haben wir die Jacke an den Jacke, die Winke, den Max in die Jacke, nochmal, weil er einfach zweimal geschrieben hat. Den Forest Squad an den Filzen, an die Elsa an, den Herrn Simon an den Wulfig an den Beda an, den Varia Dragon an den Herrn Scholler, und den Herrn Tag an den Riese an, den Herrn Oga an den KDW Entertainment an den Wölfchen und den Rest der Mods an den Herrn Bauch an den Semi an den Metzger an den Knutschi an den Gichtfotz an den Forest Squad an den Körny an die Elsa einfach. Nochmal, Kruzifix, schreit sie nicht alle 25 Mal hintereinander. Berndl! Oh, ich muss mein Mikrofon vielleicht ein bisschen, warte mal. Ich muss meine Stimme wegen oben dran, weil ich mich schon wieder so laut selber her. Und da haben wir ja schlechte Erfahrungen gemacht damit, wenn die Rückkopplung so laut ist, dass ich mir selber, dass man einfach selber einen verfickten Tinnitus ins Ohr schleibt, bloß. Das ist einfach nicht so schlau. Nein, das ist einfach nicht so schlau, das ist einfach nicht gut für uns. So, passt. Haben wir wieder da? Haben wir da wieder Barry? Haben wir Barry, passt schon gut aus. Was war jetzt das wieder? Berndl, merci. Guten Morgen, ey, oben, Mann, alles fit, was ist da schon wieder los? Ja, entweder 4 Wochen Urlaub oder seit 4 Jahren arbeitslos. Anders kann ich mir nicht erklären, wenn man nicht wissen kann, was ist das für ein Tag, Alter? Merci dir. Racy, merci wieder ein Resub. Mobs P, Hodere, weiß ich nicht. Auch die Kieberer und die Kieberei muss man kennen. Ich hab's nicht kennen. Die gibt's bei uns nicht so. Ihr habt ein paar so Begrifflichkeiten, die es bei uns nicht gibt. Ich finde Kappestände finde ich eigentlich so schon ganz witzig. Kann man bei uns übernehmen. Kieberei, das Wort gibt's bei uns nicht. Aber Kappestände, das nicht mehr. So, was ist? Nimm mit an. Leider, jetzt chillt die Kniescheibe. Bei wem haben wir ihn überhaupt? Ich kenne der Schuh. Oh, neues Mitglied. Der Schuhchor! So, jetzt kann ich ja wieder eine töten. Passt. Hör mich selber nicht mehr so laut, das ist gut. Das ist gut für mich. Wenn nicht so gut für euch, aber Foxy! Wieso schmeißt du nur einen 10 umeinander, gottverdammte Irre? Was ist mit dir? Schuhchor, welcome to the squad übrigens. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich die Schuhchor. Pitt, merci für den Resub. Foxy, Trivia-Zeit. Da ist die technologische Singularität, an der Key die Menschheit in Sachen Weiterentwicklung überflügelt, erst voraussichtlich 2045. Da ist nicht mehr so lang hin. Allerdings wird das inzwischen angezweifelt und könnte früher passieren. PS 10 für Discord-Reparatur. Was? Hä?
Was ist ein Discord-Reparatur? Foxler, das musst du mir näher erklären, ich weiß nicht, was du meinst. Das hättest du mir auch so schreiben können. Du bist Moderator, du kannst mir schreiben, wann du willst. Dieses Privileg genießen nicht so viele. Und wenn, dann drück es meistens einfach weg. Was, Discord ist kaputt? Dein Discord, was? Wo? Wo ist mein Discord? Heile Buch ausgegangen für die Ankündigung. Was? Hä? Meine Ankündigung schaut ganz normal aus. Hab ich eingeschissen. Dein Discord ist kaputt. Was ist das? Was ist das? Discord ist down. N-Bahn. Was? Discord ist kaputt, ne? Haargebutten, ne, Alter. Swächst! Nein, nicht swächst. Was lesen die wieder für einen Scheiß? Das ist ein guter Zeitpunkt heute übrigens, wenn wir nicht gescheit lesen können. Ich werde übrigens gleich, weil... Dankeschön. Servus, merci wieder ein Resub, Timmy Boy, merci wieder ein Euro. Herberge! Ich bin zwar immer noch Nase! am Nachholen der letzten 4.729.000. Ja, ganz so viel sind es nicht, aber ungefähr. Minuten ungefähr. Bin aber heute auch mal wieder live. Zeit ist einmal geworden, Herberge! Aber geilen Streammeister, das hoffe ich. Heute haben wir nämlich was sehr Spezielles, sehr Experimentelles, etwas sehr nicht Vorhersehbares, aber ich versuch's gleich zu mir. Na, Alter, jetzt hört mir auf mit die 50er an zum Scheißen! Das war am Montag schon so eine utopische Kacke! Auf einen interessanten Abend. Eppenbauer! Die lese ich auch nicht zum ersten Mal! Aber ich bin mir nicht sicher in Verbindung mit diesen Beträgen und mit dieser Rahmenfarbe. Stop it! Eppensepp, Busse aufs Nussal. Dankeschön! Schluss jetzt mit der Scheiße! Und ich warne euch, das macht heute wieder einen Stream kaputt. Wenn wir angefangen haben. Und das wird wirklich gut. Ich bin wirklich gespannt. Eppenbauer, merci dir. Hauptmann, du bist wieder gar nicht angezeigt. Da hat der Streamlabs einfach keinen Bock. Metalbirger, heute Gichtfotzen. Wehe, das wird halt nicht so gut wie am Montag der Stream, dann hat's die. Das wird schwierig. Das soll es ist, der Montag wird schwierig zu übertreffen. Aber wir spielen natürlich nächsten Montag sofort den Nachfolger von dem, was wir am Montag gespielt haben. So wie der auch, wie es ist. Wenn das heute nichts wird, dann wird's das. Bussi! Wer ist denn das jetzt wieder? Tobi! Das ist der Schütz! Wieso wird denn der Schütz wird auch nicht angezeigt? Dort leider haben keinen Bock mehr. Kriegst du Röte. Mr. Schütz, merci wieder Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Stefan, merci wieder neu. Man weiß immer, welcher Tag ist, weil A, man seit 4 Wochen arbeitslos ist oder B, man seit mittlerweile Mitte Juli im Krankenhaus ist. Ja, aber wer zählt denn im Krankenhaus oder arbeitslos die Tage? Ist ja vollkommen egal dann. Oder? Berndl, merci dir! Das kenne ich auch noch, ja. Die Zeit der Kurzarbeit, die kenne ich auch, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, Kim, leck mich doch. Das ist auch schon wieder 3 Jahre her, wo sie uns in Kurzarbeit geschickt haben. Aber es war schon ganz geil. Aber es hat dann eine Zeit, da ist man einfach nicht gewohnt. Also wenn du ja nicht ganz 20 Jahre in meinem Fall in der Arbeit drin hockst, das ist schon, ja. Mein Resub-Text-Host leider ignoriert. Was soll ich? Danke für die letzten 2 Jahre und hoffentlich wer ist überhaupt dran? weitere Jahre. Wer? Hä? Abend. Sesselsepp, merci dir, Razy, Bussi aufs Nussi. Es tut mir leid, falls ich hab's einfach übersehen. Ich sag's, es ist ja wegignoriert. Ich muss halt sowieso noch so viel lesen, Alter. Heute wird so viel gelesen. Also wer heute ein Spiel erwartet, ist schon mal ganz falsch. Ich erkläre gleich. Leute, chillt die Knie schon, wir haben noch genau 1,5 Minuten, dann mache ich die Alert-Sounds aus, weil sonst kommen wir wieder nicht vom Fleck. Das ist ja Irrsinn mit euch. Am zauberhaften Stream wünsch ich und bis später in die Kommentare, Hashtag Strapse! Austrian, Bussi aufs Nussi. Was ist denn mit dir, Alter? Hast du jetzt 2 mehr eingeschissen? Bist du besoffen? Dann ziehst du jetzt aber das eine mal mindestens zurück. Das ist ja wohl, jetzt hast du einfach 2 Mal dasselbe eingeschissen. Ajor is hetz her, dass ich vom Lurker zum Nochschau-Squad Johnny in die Kommentare wo anbinden. Ja, das weiß ich schon. Du kommentierst da fleißig jeden einzelnen Stream im Nachschau-Squad. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Tu den 10er jetzt weg, den zweiten, falls es 2 Mal durchgegangen ist. Luis, merci für deinen Zwickel. So, jetzt warten wir noch bis zum Finchi und dann ist Schluss, sonst kriegen wir einen Vogel. Wir spätestens um 10 noch wir fangen an. So, wir haben so genau eine Minute. Schnutschi, das ist übrigens bei mir immer so. Schönen Gruß an den Nachschau-Squad. Mittlerweile landen meine Streams ja in der fucking Abo-Box. Wer sich das auch immer anschaut, nicht wundern, das machen wir mir schon immer so, dass die ersten 10 Minuten sind leider umeinander eskalieren, weil sonst machen das Spiel kaputt oder das Horrorspiel kaputt oder was auch immer. So, jetzt habe ich irgendjemanden über Donation drüber geredet. An Schnutschi, nimm da! Was waren die? Schweizer Franken? Lecker, Alter, wir hatten 10 Schweizer Franken, 4 Millionen Euro. Glaub ich, geil, ich bin reich, können wir hau ab, tschüss.
kann ich endlich arbeitslos machen. Stucci, merci dir. Simon, merci für den Zwickel 50. Finchi, merci für dein Fünfer. Austrian Lucky, merci für den Resub. So, jetzt warten wir nur auf Zabi, auf Zapsen, Dapsen und dann ist Schluss. Okay? So. Schluss! Anonymous Bussi aufs Nussi, schöne Grüße aus Wien, schöne an den schönsten Ich bin der schönste Nachbar. Ja gut, ich hab mein Bart wieder ein wenig zugeschnitten. Schaue nicht ganz aus wie der graue Yeti. Lass ich durchgehen. Anonymous, merci dir. Nein! Mitzi, du bist auch so eine, die alle mit was weiß ich Befehl umeinander wirft in der Weltgeschichte. Der übliche heile Abend. Wir schau mal aus. Alter, ich schau blendend aus, am lieben da die mich selber angreifen! Mitzi! Miau! Danke dir! Danke an alle! Herr Hoffmann, mir ist wieder ein Zwickel. Jetzt warten wir noch auf Zaps und dann wird er ausgeschaltet und dann versuche ich mal zu erklären, was wir mir da heute lernen. Das ist einmal das Allerwichtigste. Okay? Sabina wird auch nicht angezeigt, ja, ist ja wurscht. Hilft dir nicht. Licht auf, rot, Fernseh laut gestellt, auf einen schönen Abend miteinander. Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob ihr das halt so laut stellen sollt. Denn, also jetzt passt Obacht. Alert Sound aus. Ich versuche kurz zu erklären, was wir mir halt lernen. Ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, ich hab ja sehr viel recherchiert nach Horrorspielen. Schluss jetzt! Herr Schütz! Abhauen! Merci dir! Abhauen! Abhauen! So. Was ist ChatGPT? Das erkläre ich jetzt nicht noch einmal in voller Ausfuhr. Das haben wir irgendwann im März, vor einem halben Jahr ungefähr, haben wir mal einen Stream gemacht über ChatGPT. Diese künstliche Intelligenz in Textform. Das ist ein Textverarbeitungsding, mit dem kannst du sprechen. Und das, ich kann es jetzt nicht für die 0815 Sepp, ich versuche es, als das meiner Mama erklären. Da tippst du was ein und das Ding reagiert. Jetzt haut's halt ab, was ist denn mit euch? Oder bitte fangen wir an. Bitte. Bitte, Waffelsepp. Hey, nein, muss nicht. Hau du Dank für deine Streams, deine Ideen, also eine Storytime. Bussi aufs Nussi, Dankeschön! Herr Bünger, merci, Herr Schütz, merci, Schluss jetzt mit der Scheiße! Ich schalte jetzt einfach kurz einmal die Alerts aus. Ich sag, das ist zwar komplett, sonst kriege ich einen Vogel. Herr Waffeltrage, Bussi aufs Nussi, wer jetzt noch nachhilft, ist einfach selber schuld. So, Dankeschön! Schluss aus jetzt! Ich muss was erklären, sonst du hockert Leute wieder heim, du! Diese Scheiße! Was? So. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, die so vor Ende letzten Jahres ist die online gegangen das erste Mal und hat die Welt im Sturm erobert und funktioniert ziemlich gut. Dazu haben wir im März, ich glaube es war März, vor einem halben Jahr irgendwann einmal, einen kurzen Stream gemacht oder einen ganzen Stream gemacht und haben das Ding einmal ausprobiert, was kann das so, wie funktioniert und wie krass ist und keine Ahnung. Also es wird nicht die Weltherrschaft übernehmen, aber es ist ganz interessant. Und im Laufe dieses Abends sind wir hergegangen und haben angefangen, ein Text-RPG zum Spielen. Das ist ein textbasiertes Rollenspiel. Und im Prinzip gibt dir diese künstliche Intelligenz eine Geschichte vor. Und unten sagt es dann, was willst du als nächstes tun? Und wenn ich dem dann schreibe, ja, ich würde gerne meine Hosen ausziehen und mir damit nachsputzen, dann reagiert das Ding da drauf und baut das in die Geschichte ein. Also wir haben ja völlig frei von, wir können hier tun, was wir wollen. Und da haben wir jetzt haben wir da noch spontan gemacht, so, keine Ahnung, der typische Dungeons & Dragons Zeug und einfach, wir haben einen Krieger, keine Ahnung, und gehen wir in so einen Dungeon rein und dann haben wir auf einen besoffenen Ork gestoßen, dann sind wir auf einen Elfen, der auf LSD ist, gestoßen und dann fängt also der ChatGPT schreibt dann auch Dialoge und so und der komische Elf hat dann nur Scheiße gelabert, weil er halt total auf LSD war und was weiß ich, das war super lustig. Ja, der gute alte LSD-Legolas, wie es das echt gescheit. Richtig, also es waren ein paar Leute damals schon da, wunderbar, aber mit Sicherheit nicht alle. So, dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, hey, was passiert denn eigentlich, wenn man ChatGPT sagt, schreib uns mal eine richtig gute Horrorgeschichte. So, und keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Das ist jetzt genau um das, was geht. Wir spielen heute nichts, was wie ein Computerspiel ausschaut. Wir spielen miteinander ein Text-RPG, ein Textrollenspiel. Ich habe in den letzten Tagen mich immer wieder mit ChatGPT auseinandergesetzt und habe dem einen sicheren Absatz gedrückt, was wir spielen wollen. Es soll Horror sein, es soll gruselig sein, es sollen ausführliche Texte sein. Und am Schluss kriegen wir immer 4 Optionen, weil mehrere gibt die Umfrage in YouTube nicht her, die können wir auch noch mal schnell testen. Könnt ihr abstimmen,
im Chat, was wir als nächstes tun. Zum Beispiel, wir stehen da in einem Raum und dann gibt er uns 4 Optionen, was wir tun. Ja, den Raum verlassen, es gibt links ein Tier, rechts ein Tier, gehen wir da rein, oder keine Ahnung, sitzen wir uns am Boden hier und scheißt mir Brezen, keine Ahnung, 1, 2, 3 und 4. Und ich kann ganz auf die Schnelle, funktioniert das dann folgendermaßen, das testen wir jetzt einfach mal schnell, Umfrage starten. Ich werde in diese Umfrage nicht recht viel reinschreiben. Ich lese euch diese 4 Punkte vor und ihr könnt es dann bei euch, nicht da bei mir im Video, ja, sondern neben dem Video, den echten YouTube-Chat, den ihr am Handy habt oder am PC habt, könnt ihr abstimmen und zwar zack und die Umfrage ist drin und erscheint dann sogar da herum im Chat. Du kannst jetzt einfach draufdrücken und so weiter. Das werden wir sehen, wie viel das sie da beteiligen. Noch, leider Gottes, habe ich es nicht zusammengebracht, dass das Ding wegklappt. Ja, du siehst dann nicht mehr, aber du siehst immer Position 1, was die meisten Stimmen hat. Ich kann dann nochmal draufklicken und sehe, ja, 271 Stimmen. Je mehr Leute das mitmachen, desto cooler ist natürlich. Aber 300 Stimmen, ja, das haben wieder so viel auf einen Haufen, dass überhaupt nichts vorgeht wahrscheinlich. Aber momentan ist Option 1 und dann gehe halt ich her und tippe ChatGPT ein, wir nehmen Option 1 und da steht halt dabei, wir, keine Ahnung, gehen in die Tierlinks. Und ich habe ihm gesagt, er soll die Story mit Wendungen versehen, mit Charakteren. Sie soll abgefuckt sein, sie soll blutig sein, sie soll gruselig sein und lauter solche Dinge. Man nennt das Prompt. Ich weiß nicht, wie man es direkt übersetzt. Vielleicht haben wir irgendwelche English-Cracks da, die sagen, was das bedeutet. Das Ding ist nur so gut, wie man es ihm sagt. Okay? Und ich habe mir gesagt, es ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Deswegen weiß ich nicht, wie das hier hat. Ich versuche mir, hoffentlich habe ich heute keinen verfickten Schlaganfall beim Lesen. Ich versuche das natürlich etwas atmosphärisch aufzuziehen. Ich habe Musik dabei und. Und dann schauen wir mal, was passiert. Es ist halt schwierig. Eingabemaske heißt Prompt. Okay. Ja, genau. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich kann das dann, glaube ich, den ganzen Chatverlauf, den kann ich dann auch sharen, den link ich dann ins Discord rein. Dann kann das nachgespielt werden von euch. Das kann jeder daheim machen. ChatGPT kostet nichts. Vorher hat jemand gefragt, nimmst du ChatGPT 3.5 oder 4? Ich nehme 3.5. Ich weiß, die kostenlose Version, da kann man nur eine bestimmte Anzahl an Zeug eingeben in der Stunde und dann geht's nicht mehr, dann muss man warten. Da wir uns aber Zeit lassen werden, ich habe ihm extra gesagt, er soll uns sicher eine Romane schreiben, die Texte richtig schön ausführen, detailliert schreiben, dass wir mir da nicht recht viele Eingaben haben werden. So viel dazu. Ich kann dann die Umfrage beenden. Gewonnen hat Option Nummer 1. Wir lassen das so ungefähr immer 1 Minuten durchlaufen, damit wir nicht ewig da dieser Umfrage zuschauen. Das reißt uns also ein bisschen aus der Geschichte raus. Und damit das richtig, ich hoffe, ja, bei euch ankommt, knutschelt euch in euer Bett ein, nehmt ein Deckel, holt euch eine Tasse Kaffee. Gut, das ist jetzt vielleicht um 7:08 nicht so die allerbeste Idee, aber it is what it is. Holt euch einen Glühwein, macht das Licht aus, macht einen Ton laut. Ihr müsst mir vielleicht auch ein bisschen sagen, was die Hintergrundmusik betrifft und so, ob sie das Herz und laut genug ist, leise genug ist, etc. etc. So. Hat das jetzt jeder einigermaßen verstanden? Striker Mike, merci für den Zwickel, Zitronenbaum, merci für den 5er Lucky, merci für den 5er Griechel, merci für den Zwickel, Ohrkatzel, merci für den Zwickel, Waffeltrage, Herr Bünger, Bussi, allesamt aufs Nussi. So, jetzt schalten wir den Alertcaster wieder ein, weil sonst kriege ich nichts mit. Ich gehe jetzt einmal da das bin ich, das ist das. Und jetzt schalten wir mal, jetzt ändert sich nichts, ich muss bloß die Szene wechseln, weil ich nämlich was gemacht habe. Here we go. Frage 1. Könnt ihr das lesen? Ich scroll da so durch, ich erkläre gleich, warum ich da in der Mitte sitze, etc. etc. Das hier ist der Text aus ChatGPT. Das ist der Prompt, den ich ihm eingegeben habe. Ja, ewig langer Text, bla bla bla. Und dann hat er schon so ein bisschen angefangen, ich kann ihm noch 5-mal sagen, so quasi, hey, hör bitte auf, gleich mit dem Spiel zu fangen. Aber ich schaue mir das halt dann an und bla bla bla. Und es kann passieren, dass ich ihm zwischendrin immer wieder mal, wie soll ich sagen, schreiben muss, hey, schreib die Texte, das ist gut, aber schreib die Texte ausführlicher. Okay? So. Freunde der Sonne, ich lese jetzt nicht vor, was ich einmal gesagt habe, wie es ausschauen soll und so weiter, sondern ich werde einfach sagen, wir fangen mal straight an. Frage Nummer 1, hört ihr Hintergrundmusik? Also es soll bloß ganz leicht im Hintergrund sein. Kann mir das irgendjemand bestätigen?
Bitte. Windel ist ausgezogen, Star Wars Blau. Das Kleine sieht manchmal aus, als wäre es unsauber, aber kann an meinem PC liegen. Der Proxy schreibt nein, ja, nein, nein, jawohl, nein, nö, 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 freilich, nein. Wir können es auch noch ein bisschen lauter machen. So ist es nicht. Achtung. Besser so? Hör nix. Ihr müsst den Ton schon laut machen. Anna, Bussi aufs Nüssi für 1,50 €. Schluss jetzt mit Donates. Macht bloß alles kaputt. Narrisch leise, laut bitte, so gut wie nix hört man, passt, 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 besser, ja, jetzt passt, sehr schön. Ja? Ich soll jetzt natürlich auch meine Stimme noch wahrnehmen. Ich habe mir ein bisschen mit dem Mikrofon gespielt, dass ihr das so gut anhört, wie es irgendwie geht, weil wir werden heute sehr viel lesen, ich werde mich anstrengen, wir werden sehen, was passiert. So, und jetzt der wir nicht lange umeinander. Das letzte, was ich ihm gesagt habe, ist, das ist gut so, den Text noch ausführlicher, ausschmückender und 4 bis 5 Absätze lang. Die Auswahl der 4 Punkte am Ende in fetter Schrift und nummeriert. Das ist deswegen, deswegen sitze ich da in der Mitte, ja, damit ihr das lesen könnt. Das sind dann die Optionen, die er uns gibt. Dann mache ich eine Umfrage, die lasst man minutenlang laufen und was gewinnt, sage ich ihm dann, was wir deren. Außer ich habe eine Idee, wir können dem nämlich mittendrin auch ganz was anderes schreiben. Ich nehme die Nummer 5 und mit der wir das, ich scheiße am Boden hin und mache Brezen draus. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte lehnen Sie sich zurück. Ich bete zum heiligen Lesegott, dass ich heute keinen Schlaganfall beim Lesen habe. Das war super gut. Und dann schauen wir, was passiert. Du befindest dich an einem düsteren Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Das verlassene Herrenhaus, in dem du dich befindest, ist von einer bedrückenden Aura durchdrungen. Du spürst, wie der morbide Charme des vergangenen Glanzes von den Wänden Dunkelheit verschluckt wird. Schimmlige Tapeten zieren die Wände, auf denen einst prächtige Muster zu erkennen waren. Aber nun nur noch ein hässlicher Schleier aus Feuchtigkeit und Verfall übrig ist. Deine Schritte hallen durch den maroden Flur, während das knarrende Parkett dir das Gefühl gibt, als würden die Geister der Vergangenheit dich bei jedem Schritt beobachten. Die Deckenlampen hängen schief von der Decke herab, einige davon sind zerbrochen und senden ein flackerndes, gespenstisches Licht aus, das seltsame Schatten wirft. Rostige Nägel und abgeplatzte Farbe zeugen von einer einstigen Pracht, die längst vergangen ist. Ein leises, monotones Tropfen von der Decke, Achtung, ein leises, monotones Tropfen von der Decke lässt dich zusammenzucken. Es ist das Wasser, das von einem undichten Dach durchsickert und sich in einem alten Eimer auf dem Boden sammelt. Das Geräusch ist ein ständiger Begleiter, der die gruselige Stille des Hauses durchbricht und dir das Gefühl gibt, als ob die Wände des Herrenhauses weinen würden. Herr Weidner, merci, Teddybär, merci für die Mitgliedschaft, an Schluss jetzt. Herz ihr den Ring. Das frage ich jetzt noch einmal, ich mag euch nicht rausreißen. Was ist denn da schon wieder? Alter, was ist denn mit euch schon wieder? Was war denn das jetzt da gerade wieder? Wo ist denn das jetzt hingekommen? Was ist denn mit dir? Ja, Kurt, was ist mit dir? Are you fucking drunk? Ich weiß nicht, was da steht, Nachricht zurückgezogen. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Soundeffekte, ganz leise. Ja, mehr soll es ja gar nicht sein. Mehr soll es ja gar nicht sein. Diese einzelnen Töne kann ich leider nicht lauter machen, das muss ich so klar. So ganz leicht im Hintergrund hätte ich gern Wasser plätschern und so weiter. Passt schon. So, ich hoffe, ihr habt's auf. Ich weiß nicht, was das soll! Da steht nichts von einem 250er. Was redst du hier von einem 250? Was ist denn mit dir? Warum man da gerade ihr seid? Herr Kurt! Also ich weiß nicht mehr, ob der durchgegangen ist. Es ist weder was angezeigt worden, noch habe ich da was in meiner Liste und da steht Nachricht zurückgezogen. Herr Kurt, ich weiß nicht, was du hast. Ich glaube, du hast dir jetzt der Nuller ausgerutscht. Kann das möglich sein? Ich weiß nicht. Falls nicht, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Falls nicht, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Küsschen aufs Nüsschen. Ich sag das da herin schon. Aber bei mir wird nichts triggert und in meiner Liste ist es auch nicht. Und ich fange jetzt, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ob es ein Troll ist oder ob es real ist. Falls real ist, merci dir! Schluss jetzt, Alter! Du bist vollgasnarisch! Herr Köth, ja, war zu viel, sorry, ja, dachte ich mir schon. Nummer ist unwichtig, man weiß ja, dass es vom Daher kommt. Er hat gesagt, das war falsch. Okay, ich glaube, wir fangen Nummer an. So, jetzt Schluss jetzt mit der Rumdonaterei, ich reagiere jetzt auch nicht mehr drauf. Ich lese das jetzt einfach. Wir fangen einfach nochmal von vorne an.
Der Brunner schreibt, es nervt einfach nur und macht die Atmosphäre kaputt. Richtig so. So, Freunde der Sonne, nochmal Dankeschön. Ich lese jetzt nochmal vor in aller Ruhe. Achtung. Du befindest dich an einem düsteren Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Das verlassene Herrenhaus, in dem du dich befindest, ist von einer bedrückenden Aura durchdrungen. Du spürst, wie der oh Gott, jetzt bringt ihr mir aus dem Konzept, ihr Arschlöcher. Du spürst, wie der morbide Charme des vergangenen Glanzes von den Wänden abblättert und von der Dunkelheit verschluckt wird. Schimmlige Tapeten zieren die Wände, auf denen einst prächtige Muster zu erkennen waren, aber nun nur noch ein hässlicher Schleier aus Feuchtigkeit und Verfall übrig ist. Deine Schritte hallen durch den maroden Flur, während das knarrende Parkett dir das Gefühl gibt, als würden die Geister der Vergangenheit dich bei jedem Schritt beobachten. Die Deckenlampen hängen schief von der Decke herab. Einige davon sind zerbrochen und senden ein flackerndes, gespenstisches Licht aus, das seltsame Schatten wirft. Rostige Nägel und abgeplatzte Farbe zeugen von einer einstigen Pracht, die längst vergangen ist. Ein leises, monotones Tropfen von der Decke lässt dich zusammenzucken. Es ist das Wasser, das von einem undichten Dach durchsickert und sich in einem alten Eimer auf dem Boden sammelt. Das Geräusch ist ein ständiger Begleiter, der die gruselige Stille des Hauses durchbricht und dir das Gefühl gibt, als ob die Wände des Herrenhauses weinen würden. Was möchtest du als nächstes tun? Achtung! Umfrage starten. 1, 2, 3, 4. Untersuche die schmuddelige Tapete näher. 1. Versuche das leise Tropfen von Wasser zu verfolgen. 3. Suche nach Gegenständen, die dir nützlich sein könnten. 4. Gehe durch die dunkle Tür am Ende des Flurs. Ich werde erst einmal die Frage stellen, was zur Hölle machen wir, warum sind wir hier? Ich frage jetzt, damit du mal checkst, was los ist. Man sagt da übrigens einmal Mauszeiger. Warum sind wir hier? Fragezeichen. Wir können jetzt da 1 bis 4 machen, blabldi blubbeldi. Ihr müsst es in den Chat einschreiben. Ich starte eine Umfrage, wenn es soweit ist. Und das meine ich jetzt halt optional. Frage ich einfach einmal, warum sind wir überhaupt da? Bla. Und das Ding fängt sofort zum Tippen an. Jetzt bin ich gespannt. Du stellst dir diese Frage, während du in dem düsteren Herrenhaus stehst. Deine Erinnerungen sind trüb und fragmentiert, aber du kannst dich daran erinnern, dass du Hinweisen gefolgt bist, die dich an diesen mysteriösen Ort geführt haben. Etwas in dir treibt dich an, die Geheimnisse dieses verlassenen Hauses zu lüften und vielleicht Antworten auf die Fragen zu finden, die dich quälen. Was quälen mich für Fragen in einem alten Herrenhaus? Warum ich da bin vielleicht, ja? Die Dunkelheit und die unheimliche Atmosphäre des Herrenhauses vermitteln dir das Gefühl, dass hier etwas Verborgenes lauert. Etwas, das du vielleicht schon lange suchst. Du spürst, dass dieses finstere Abenteuer möglicherweise der Schlüssel zu deinem Schicksal sein könnte. Gott, nochmal, ich weiß nicht, um was das geht, gell? Ich habe keine Ahnung. So, Umfrage starten. Ich lese nochmal vor. 1. Untersuche die schmuddelige Tapete näher. 2. Versuche das leise Tropfen von Wasser zu verfolgen. 3. Suche nach Gegenständen, die dir nützlich sein könnten. 4. Gehe durch die dunkle Tür am Ende des Flurs. Und deswegen sitzt ihr jetzt da so in der Mitte, damit ihr das da besser lesen könnt. Ja? Abstimmen in den Chat. Was ist Nummer 3? Ich bin sehr stolz auf euch. Ich hätte auch die Nummer 3 genommen. Natürlich gehe ich durch die Tür des Flurs. Keine Ahnung, vielleicht fliegt man einen Baseballschläger oder irgend sowas. Was ist ein Herrenhaus, Zifix? Ein riesengroßes Anwesen. Stellst du da als ein riesengroßes Elite-Anwesen vor. Das ist ein... Wir kommen da während der Abfrage. Was ist ein Herrenhaus? Wir können mittendrin fragen, was ist ein Herrenhaus? Achtung! Das Ding ist so krass, oder? Ein Herrenhaus ist ein großes, oft prächtiges Wohngebäude, das historisch gesehen in Europa und anderen Teilen der Welt von wohlhabenden Adelsfamilien und Landbesitzern genutzt wurde. Dieses Gebäude war typischerweise von einem Anwesen oder einem großen Grundstück umgeben und dienten als Residenzen für adlige Familien. Herrenhäuser waren in der Regel reich verziert mit aufwendiger Architektur, schönen Gärten und oft mit kunstvollen Inneneinrichtungen. Darunter hohe Decken, Stuckverzierungen, edle Möbel und Gemälde. Im Kontext der von uns gespielten Geschichte repräsentiert das Herrenhaus ein altes, verfallenes Gebäude, das einst imposant und prächtig war, aber jetzt in einem Zustand des Verfalls und der Vernachlässigung ist. Es ist ein symbolischer Ort für Geheimnisse und Gefahren, in dem düstere und unheimliche Ereignisse stattfinden. Was willst du als nächstes tun? Und ihr seid mit 46%
und zwar mit Abstand nach 539 Stimmen, ich bin sehr stolz auf euch, dafür, dass wir Nummer 3 wählen. Und das werden wir jetzt da. Umfrage beenden. Dann kommt übrigens auch im Chat, kommt bei euch der kleine Kasten mit den ganzen Stimmen und so. Das sagt man da bei uns im Video leider nicht, aber in eurem Chat sagt es. So. Und ich drücke jetzt einfach 3, Enter und schau, was passiert. Und es ist so krass. Es ist einfach so krass. Du entscheidest dich dafür, nach Gegenständen zu suchen, die dir in dieser unheimlichen Umgebung nützlich sein können. Vorsichtig durchsuchst du die heruntergekommenen Räume des Herrenhauses und stößt auf einige verstaubte Regale, auf denen seltsame Gegenstände liegen. Unter den verstaubten Büchern und zerbrochenen Vasen findest du eine rostige Schaufel. Liegt da, weiß ich nicht, tut der Gärtner seine Schaufel oder vergessen, dass er die Leiter schluckt oder so Schaufel liegen lässt. Die trotz ihres Alters immer noch stabil zu sein scheint. Die Schaufel könnte als Waffe oder zum Graben nützlich sein. Du nimmst sie vorsichtshalber mit. Während du weitersuchst, entdeckst du in einer verlassenen Küche eine Ration alten, eingelegten Fischs. Entschuldigung. Die Verpackung sieht zwar mitgenommen aus, aber es könnte eine wertvolle Nahrungsquelle sein, falls du über längere Zeit feststeckst. Also, merke, ich kann auch fragen nach unserem Inventar dann später, was habe ich, glaube ich, alles dabei, dann sagt er halt Schaufel und Fisch. Okay. Was möchtest du als nächstes tun? Untersuche die schmuddelige Tapete näher, versuche das leise Tropfen von Wasser zu verfolgen, untersuche die Gegenstände genauer und gehe durch die Tür. Ja, machen wir 1, 2, ja, schade, per Tastendruck kann ich es leider nicht machen, aber das dauert ja nicht lang. Umfrage starten. Ich lese nochmal ausführlich vor. Untersuche 1, untersuche die schmuddelige Tapete näher. 2, versuche das leise Tropfen von Wasser zu verfolgen. 3, untersuche die Gegenstände genauer. Ich glaube, da gibt es nicht recht viel. 4, gehe durch die dunkle Tür am Ende des Flurs. Du hast nun eine Schaufel und eine Ration eingelegten Fischs. Diese Gegenstände könnten sich als nützlich erweisen, wenn du dich weiter durch das Herrenhaus bewegst. Welchen Schritt möchtest du als nächstes unternehmen? Ich bin hooked. Sorry, das ist 5, soll man Fisch gleich essen? Wir haben Nummer 4. Ohne Scheiß! Bei über 400 Stimmen gängen sofort in das finsterne Loch ein! Keiner schaut sich erst einmal in dem Raum genauer allgemein um. Verstehe ich nicht. Okay. Immer zum Verständnis mal kurz, lass mir die Umfrage noch kurz laufen. Zum Verständnis kurz. Der Text, der wird da, und das ist das Besondere an dieser künstlichen Textintelligenz, der wird da gerade generiert. Das ist live. Ich weiß nicht, was der schreibt. Ich kenne die Geschichte genauso wenig wie ihr. So, 500 Stimmen. Nehmen wir mal so als Richtwert 500 Stimmen. Hand für Nummer 4. Umfrage beenden. Ich nehme die Nummer 4. Ich nehme die Nummer 4. Enter. Und dann sagt er, ich tippe da 4 ein. Blub. Und er fängt sofort dort zum Schreiben. Die Geschichte geht irgendwie weiter. Ich habe kein... Oh, und er schreibt es schön ausführlich. Ja, sehr gut. Achtung, weiter geht's. Du entscheidest dich dafür, durch die dunkle Tür, Achtung, am Ende des Flurs zu gehen, die zu einer noch unbekannten und vielleicht noch düstereren Umgebung führt. Mit der rostigen Schaufel in der Hand und der Ration eingelegten Fisch in deinem Inventar öffnest du die Tür vorsichtig. Hinter der Tür findest du einen weiteren Raum, der von Dunkelheit erfüllt ist. Das Licht deiner Taschenlampe enthüllt ein verwirrendes Labyrinth aus engen Gängen und mysteriösen Gemälden an den Wänden. Die Gemälde zeigen verstörende Szenen aus der Vergangenheit und wirken, als ob sie lebendig werden könnten. Du hörst ein flüsterndes Murmeln, das aus den Bildern zu kommen scheint. Das ist jetzt ein Zufall. Das ist wirklich ein Zufall. Ich hoffe, ihr hört das. Du hörst ein flüsterndes Murmeln, das aus den Bildern zu kommen scheint. Plötzlich, während du dich vorsichtig durch die Gänge bewegst, spürst du eine kalte Hand auf deiner Schulter. Du drehst dich um und siehst einen geisterhaften Schatten, der dir mit leeren Augen in die Seele zu blicken scheint. Der Schatten flüstert dir unverständliche Worte zu und du fühlst dich von ihm angezogen. Was möchtest du als nächstes tun? ich kriege einen Vogel. Und 2, 3, 4. Erstens. Versuche mit dem geisterhaften Schatten zu sprechen. 2. Ignoriere den Schatten und gehe weiter durch das Labyrinth. Hey, wer bist du? Habe ich Ehre, High Five, Alter. 2. 3. Nur bis auf Zeigen gehen. Untersuche die mysteriösen Gemälde genauer. 4. Kehre zurück in den Flur und erforsche andere Bereiche des Herrenhauses. Erstens versuche mit dem... Okay.
Deine Entscheidung könnte das Schicksal deines Charakters maßgeblich beeinflussen. Welche Option wählst du? Mit der Schaufel draufhauen! Zieh erst einmal die Schaufel, die muss griffbereit sein. Das ist geil. Warte, machen wir in der Zwischenzeit noch so. Bisch. Der Schatten flüstert dir unverständliche Worte zu und du fühlst dich von ihm angezogen. Beschreibe, jetzt pass auf, ich tippe das jetzt frei ein, ich kann dem jetzt einschreiben, wie scheiße am Boni. Keine Ahnung, ich wiederhole mich nur. Beschreibe mir den geisterhaften Schatten etwas genauer. So, das ist das, was ich gerade tippt habe. Und ihr fangt sofort an. Der geisterhafte Schatten, der seine kalte Hand auf deine Schulter gelegt hat, ist von einer unheimlichen und undurchsichtigen Erscheinung. Sein Körper scheint fast wie Nebel zu sein, der langsam die Umgebung durchdringt. Du siehst keine klaren Konturen oder Gesichtszüge, nur eine undeutliche, menschenähnliche Silhouette. Wichtig, mehr Sinne. Die Augen des Schattens sind leer und ohne Leben. Sie scheinen in einer tiefen Dunkelheit gefangen zu sein, doch fühlen sie sich an, als ob sie direkt in deine Seelen blicken könnten. Sein flüsterndes Murmeln ist leise und unverständlich, als ob es aus einer anderen Welt kommt. Die Kälte, die von seiner Hand ausgeht, durchdringt deine Haut und erzeugt ein unheimliches Schaudern. Der Schatten scheint sowohl bedrohlich als auch faszinierend zugleich zu sein. Und du spürst, dass er vielleicht mehr über die Geheimnisse des Herrenhauses weiß. Doch gleichzeitig schürt er auch ein unbehagliches Gefühl der Angst. Was willst du tun? Über 500 Leitungen, wir nehmen die Nummer 1. Versuche mit dem geisterhaften Schatten zu sprechen. Ich nehme die Nummer 1. Da muss man komplett nicht schmecken, das funktioniert schon, ist schon interessant. Du entscheidest dich dafür, mit dem geisterhaften Schatten zu sprechen. Du versuchst in der unheimlichen Dunkelheit des Labyrinths Kontakt mit ihm aufzunehmen. Vorsichtig und mit leiser Stimme fragst du den Schatten nach seiner Identität und seinem Wissen über dieses geheimnisvolle Herrenhaus. Der Schatten antwortet in einem flüsternden, geisterhaften Tonfall, der die Worte kaum verständlich macht. Ich bin ein verlorener Geist, gefangen in dieser endlosen Dunkelheit. Dieses Herrenhaus birgt viele Geheimnisse und noch mehr Schrecken. Ihr seid nicht allein hier und die Entscheidungen, die ihr trefft, werden euer Schicksal bestimmen. Hütet euch vor den Tiefen des Hauses. Der Schatten verschwindet langsam in der Dunkelheit und du bleibst mit seinen Worten und einem beunruhigenden Gefühl zurück. Die Tiefe des Herrenhauses scheint noch viele Rätsel und Gefahren zu bergen. Was willst du als nächstes tun? Zack, Umfrage starten, diesmal nur mit 3 Optionen. Erstens, untersuche die mysteriösen Gemälde genauer. Wir haben immer nur in diesem Flur und Labyrinth mit Gemälde. Ignoriere den Schatten und gehe weiter durch das Labyrinth. Das macht jetzt irgendwie nicht so viel Sinn, weil der ist ja gerade gekommen, hat uns was gesagt und ist abgehauen. Drittens, kehre zurück in den Flur und erforsche andere Bereiche des Herrenhauses. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, warum gehen wir nicht nochmal zurück? Ich weiß es auch nicht. Was ist denn mit euch wieder? Ich sehe jetzt schon wieder Option 1. Schauen wir uns mal die Gemälde genau an. Ja. Hätte ich auch gesagt. Da warten wir jetzt nicht recht lang. Da habe ich gleich fertig. Das ist ein Wahnsinn. Das Einzige, was jetzt noch geiler war, ist, wenn es die Abstimmung, wenn ich die wirklich mit einem Klick machen kann, das war noch geiler. Ich muss halt jetzt mal die Optionen dazu. Aber gut, für das ist es auch nicht ausgelegt. Aber passt schon. Die Worte des geisterhaften Schattens hallen in deinem Kopf wieder und du stehst vor einer wichtigen Entscheidung. Welchen Weg wirst du wählen? Er hat es deutlich für Option 1. Ich nehme Option 1, Enter. Das kann ich halt nicht ausblenden, dass ich da schnell 1 schreibe, aber das ist ja nicht schlimm. Mr. Lamar, merci dir. Es ist immer noch wichtig, dass man in der Liga wirft. Grüße an Peter und Daniel. Ich weiß nicht, was... Alter, er schreibt uns einen Roman hier. Mr. Lamar, merci dir. Ich habe wieder nichts zum Doch, ich habe schon was zum Trinken hergekriegt, aber es ist unerreichbar. Du entscheidest dich dafür, die mysteriösen Gemälde genauer zu untersuchen. Achtung. In der Hoffnung, weitere Hinweise auf die Geheimnisse des Herrenhauses zu finden. Du betrachtest jedes Gemälde aufmerksam, während das flatternde Licht deiner Taschenlampe sie erhält. Eines der Gemälde zeigt eine düstere Szene aus der Vergangenheit, auf der Menschen in alten zerlumpten Kleidern und ein loderndes Feuer sitzen. Die Gesichter auf dem Bild wirken hoffnungslos und traurig. Du kannst das Gefühl der Verzweiflung förmlich aus dem Gemälde herauslesen.
Ein anderes Bild zeigt einen düsteren Wald, der von dichten Nebelschwaden umgeben ist. Du hast das Gefühl, als ob du in den Wald hineingezogen wirst, als ob er ein düsteres Geheimnis birgt. Während du die Gemälde weiter betrachtest, hörst du erneut das flüsternde Murmeln des geisterhaften Schattens, der dir von der Dunkelheit aus zusieht. Die Bilder erzählen Geschichten von Tragödien und Geheimnissen. Ihr müsst vorsichtig sein und die Wahrheit erkunden. Die Gemälde bieten dir möglicherweise wichtige Hinweise auf die Geschichte und die Geheimnisse des Herrenhauses. Die Dunkelheit des Labyrinths und die rätselhaften Bilder setzen dir jedoch weiterhin zu. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben ein Battle mit einem Wald und wir haben das aus der Vergangenheit, wo Leute im kaputten Gewand um ein Feuer sitzen. Gichtfotzen, Schluss, jetzt schauen wir bitte, was der Daniel von den 250 € in den Chat geschrieben hat. Was hat er geschrieben? Herr Köth! Was hast du in den Chat eingeschrieben? Ihr bringt's mich schon wieder raus! Laut YouTube-Richtlinien kann man Superchat nicht zurückzahlen, also Bier 250 € reicher. Herr Köth, Alter. Es ist mal mehr als bitte. Die Frage ist, was jetzt. Ich kann es nicht einmal ich kann es zurückschicken. Das ist halt. Das ist fucking. Ja, aber Alter. Wir kommen. Was soll ich jetzt da dazu sagen, Alter? Also mein wahres Ich da jetzt sagen. Hashtag Lehrgeld. Ich sag, das ist extrem bitter. Weder ich kann es zurückschicken, nur du kannst es zurückziehen. Mein wahres Ich, da jetzt eigentlich eiskalt sagen, Lehrgeld. Lest, bevor ihr eine Sachen abschickt. Aber das ist halt einfach jetzt ultra bitter. Das tut mir jetzt ja irgendwo leid, aber ich kann halt auch nichts dafür. Tausend, Mr. Köth, es tut mir unfassbar leid. Please stop it. Du machst von deinen OnlyFans-Büttel, so spielen wir weiter. Frau Schröer, bitte mach die Donuts komplett aus, die stören nur. Du sagst es. Achtung. Bussi aufs Nussi. Aus. Frau Schröer, merci, die Gichtfotzen, merci, Rest, merci. Machen wir das halt nach dem Stream aus, jetzt waren wir gerade so schön drin. Das ist absolut richtig. Ich weiß nicht, es ist wie es ist, mein passiert. Ich hoffe sehr, du verdienst einigermaßen gut und das ist jetzt nicht, wo es da ein Loch in Geld bei Lei reißt, ansonsten weiß ich auch nicht, was wir deren. Darum, der nächste Tipp, benutzt nicht den YouTube Superchat, sondern den Donation-Link in der Beschreibung wie früher über Twitch. Da kannst du es über PayPal, da kannst du zurückschicken und du kannst es zurückzeigen, wenn du lustig bist. Was soll ich machen? Es tut mir wirklich leid. It is what it is. So, Schluss jetzt! Der Rumdonaterei. Wo haben wir stehen bleiben, haben wir Battle angeschaut. Einmal sitzen sie ums Feuer rundum, einmal ein tiefer Wald und der Geist hat zu uns gesagt, die Battle sind wichtig. Das merken wir uns einmal. Und das schreibe ich ihm jetzt halt. Wir merken uns ganz bewusst, was uns diese Bilder gezeigt haben. Enter. Okay, ich habe jetzt da mehr oder weniger Entscheidung getroffen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Wir lesen mal einfach weiter vor. So. Du entscheidest dich, die Bilder und die Geschichten, die sie zu erzählen scheinen, sorgfältig in deinem Gedächtnis zu behalten. Diese Eindrücke könnten sich als wertvolle Hinweise oder Informationen erweisen, während du weiter durch das Herrenhaus navigierst. Du machst dir Notizen in deinem kleinen Notizbuch, um sicherzustellen, dass du keine wichtigen Details vergisst. Mit den Bildern und dem Wissen, das du aus ihnen gewonnen hast, setzt du deinen Weg durch das unheimliche Labyrinth des Herrenhauses fort. Immer wachsam gegenüber den rätselhaften Gefahren und Geheimnissen, die in der Dunkelheit lauern. Du gelangst zu einem weiteren Raum, der von einer erdrückenden Dunkelheit durchzogen ist. Doch du weißt, dass die Geschichten und die Vergangenheit, die die Bilder erzählen, dir auf deiner Reise von Nutzen sein könnten. Was möchtest du als nächstes tun? Ja, war es toll, wenn wir jetzt mehrere Optionen hätten. Da muss ich auch mit sagen. Erstens, kehre zurück in den Flur und erforsche andere Bereiche des Herrenhauses. Deine Erinnerungen und dein Notizbuch könnten dir auf deiner weiteren Reise nützlich sein. Welchen Weg wählst du? Ja, recht viele Optionen habe ich nicht. Ich nehme die Nummer 3. Ich drücke jetzt 1, schauen wir, wie es weitergeht.
Ist jetzt da ein Labyrinth, wo ich durch kann, oder kann ich nur zurück? Das habe ich jetzt nicht ganz umrissen, muss ich sagen. Aber gut, wir schauen mal, wie es weitergeht. Du entscheidest dich, weiterhin das Labyrinth des Herrenhauses zu erkunden und das Unbekannte zu erforschen. Deine Erinnerungen an die mysteriösen Gemälde und die Worte des geisterhaften Schattens begleiten dich, während du tiefer in die Dunkelheit vordringst. Machen wir mal das. Als du weitergehst, beginnt das Labyrinth seltsame Geräusche von sich zu geben. Okay. Du hörst leise Schritte, die dir folgen, und ein flüsterndes Murmeln, das von den Wänden zu kommen scheint. Die unheimliche Atmosphäre wird dichter und du spürst, dass die Geheimnisse des Herrenhauses dich fest im Griff haben. Plötzlich stehst du vor einer großen, schweren Tür, die mit verwitterten Schnitzereien verziert ist. Sie scheint der einzige Ausweg aus diesem Teil des Labyrinths zu sein. Was möchtest du als nächstes tun? Achtung, Option 1 bis 4. Erstens, versuche die schwere Tür zu öffnen. Zweitens, Umfrage starten. Untersuche die Tür genauer auf Hinweise oder Mechanismen. Drittens, kehre zurück und suche einen anderen Weg. Viertens, rufe laut nach dem geisterhaften Schatten und frage nach Rat. Hey, Mr. Party, wir kennen dir eine Bude auf, da, keine Ahnung. Die Entscheidung liegt bei dir und sie könnte über deinen weiteren Verlauf in diesem finsteren Herrenhaus entscheiden. Welche Option wählst du? Ich dachte wahrscheinlich da haben wir schon genügend Spiele gespielt in unserem Leben. Erst hatte ich wahrscheinlich probieren, die Tür zu öffnen und dann da das auf Hinweise und Mechanismen untersuchen. Jetzt muss ich, solange ihr abstimmt, weil die Optionen kommen dann noch wieder, ich sehe mir die Verzierungen der Tür genauer an. Enter. Es ist so geil. Es ist so krass. Du entscheidest dich dazu, die Verzierungen der schweren Tür genauer zu untersuchen, in der Hoffnung, Hinweise auf einen Mechanismus oder verborgene Informationen zu finden. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Im Prinzip habe ich jetzt die Nummer 2 gewählt. Aber die gewinnt eh. Mit 49%, so wie ich das sehe. Okay. Das flackernde Licht einer Taschenlampe fällt auf die verwitterten Schnitzereien, die in die Holzoberfläche der Tür eingeprägt sind. Jetzt muss ich muss schnell mal Dringer holen, warte mal. Die Schnitzerei zeigen seltsame Symbole und Muster, die auf den ersten Blick unverständlich erscheinen. Es sind Bilder von verflochtenen Ranken, Tieren und merkwürdigen antiken Symbolen. Als du genauer hinsiehst, erkennst du, dass einige der Symbole Ähnlichkeiten mit den Bildern in den Gemälden des Labyrinths haben. Die Tür wirkt nicht nur dekorativ, sondern könnte möglicherweise Teil eines Rätsels oder einer Mechanik sein, die es zu entschlüsseln gilt. Was möchtest du als nächstes tun? Ihr habt gewählt, den Mechanismus untersuchen und schauen, ob da irgendwas Komisches ist. Passt schon. Dann wir die Umfrage beenden. Was möchtest du als nächstes tun? Das wäre jetzt für uns aus. Umfrage starten, 1, 2, damit wir nachher einfach bloß noch drauf drücken können. So. Versuche die Tür zu öffnen, indem du die Symbole in einer bestimmten Reihenfolge berührst oder drückst. Kehre zurück und suche einen anderen Weg. Rufe laut nach dem geisterhaften Schatten und frage nach Rat. Deine Entscheidung, wie du mit den verzierten Schnitzereien auf der Tür umgehst, könnte entscheidend sein, um den Weg vor dir freizulegen. Welche Option wählst du? Ich würde jetzt sagen, das erste Beutel war das mit dem Feuer. Mir feiert ein bisschen. Wir haben da, es sind Bilder von verflochtenen Ranken, Tieren und merkwürdigen antiken Symbolen. Eventuell haben wir auch noch nicht alles gesehen. Also ich bin auf alle Fälle für die Nummer 1. Versuche die Tür zu öffnen und wir drücken mal die Symbole in einer bestimmten Reihenfolge. Jetzt bin ich richtig gespannt, ob er uns die in einer bestimmten Reihenfolge dann sagen lässt oder ob das jetzt einfach automatisch tut. Ich nehme jetzt mal die Nummer 1. Du entscheidest dich dafür, die Symbole auf der Tür in einer bestimmten Reihenfolge zu berühren oder zu drücken. In der Hoffnung, dass dies den Zugang öffnet. Du betrachtest die Schnitzereien sorgfältig und versuchst, die Verbindung zu den Gemälden und den Worten der geisterhaften Schattens herzustellen. Nach einigen Augenblicken des Nachdenkens und des vorsichtigen Berührens der Symbole ergibt sich eine logische Reihenfolge, die du intuitiv zu sein glaubst. Ist das Deutsch? Ich weiß es nicht. Du drückst die Symbole in der gewählten Abfolge und plötzlich gibt die Tür nach und öffnet sich langsam, knarrend auf. Hinter der Tür siehst du einen weiteren Raum.
der von einem schwachen Lichtschein erhellt wird. Ein Gemälde hängt an der Wand und es zeigt ein merkwürdiges Symbol, das du in der Reihenfolge auf der Tür wiedererkennst. Der Raum scheint sicherer zu sein als das Labyrinth, in dem du zuvor warst. Die Atmosphäre ist zwar noch immer gruselig, aber du spürst, dass du einen wichtigen Fortschritt gemacht hast. Was willst du als nächstes tun? Jetzt seid ihr wieder dran. Achtung! Erstens, untersuche das Gemälde näher. Wir haben wieder an einem Gemälde. Wird aber sehr eintönig. Was ist auf dem Gemälde drauf? Da mich interessieren. Zweitens, durchsuche den Raum nach Gegenständen oder Hinweisen. Drittens, ergründe die Bedeutung des Symbols auf dem Gemälde. Viertens, betrete den Raum und erkunde ihn weiter. Ich bin erstmal für Nummer 4. Und dann schauen wir, oh, Gegenstände und Hinweise gewinnt gerade, gell? Die Entscheidung liegt bei dir und du kannst nun den Raum erkunden, den du durch die geöffnete Tür betreten hast. Welche Option wählst du? Ich möchte noch einen Geist schreien! 5 an der Schreibmaschine speichern. Was? Ich hab kurz gebraucht, Lisa. Kurz habe ich gebraucht. 2 und 4 sind gleich, finde ich. Irgendwie schon. 2 und 4 sind irgendwie gleich. Ja, das sind halt dann noch so die kleinen, aber feinen Schwachstellen halt von der Text-KI. Aber gut, ist ja wurscht. Wir im Prinzip haben 2 und 4 ist genau das gleiche und miteinander haben die fast. Warum gängen die Abstimmungen unter 500? Was ist los mit euch? Ab! Los! Los! Beteiligung ist alles, Kinder. Los! Wenn nicht abstimmt, kann ich lesen oder passt schon wieder nicht gescheit auf. Wenn ich weiß, wie es geht. In einem Chat ist oben so ein blauer Balken, schaut aus wie bei mir da, klickst du drauf und dann kannst du sagen, machen wir Option 1, 2, 3 oder 4. Und je mehr das mitmachen, desto mehr Spaß macht's. So! Und desto mehr Interaktionen habe ich im Stream. Habe ich die. So, was hat denn gewonnen? Nummer 2. Wir nehmen dann aber auch Nummer 2 und nicht Nummer 4, sondern das, was halt gewonnen hat. Achtung! Nummer 2, reingedroschen, Umfrage beenden, so ist brav. So, während er generiert. So. Achtung, ich lese vor. Du beschließt den Raum, den du durch die geöffnete Tür betreten hast, genau zu durchsuchen, um nach Gegenständen oder Hinweisen zu suchen. Das schwache Lichtschein, der von draußen... Was ist denn jetzt los, ChatGPT? So viel Grammatikfehler. Der schwache Lichtschein, der von draußen hereinströmt, enthüllt einige verstaubte Möbel und eine alte Truhe. Hat noch nie was Besseres gegeben wie in einem Geisterhaus Truhen zum Looten, Alter. Die verstaubten Möbel scheinen jahrzehntelang nicht berührt worden zu sein. Du entdeckst einige verwitterte Bücher, die auf einem Regal liegen, und ein zerbrochenes Spiegelbild, das sich in einem beschlagenen Spiegel zeigt. Wahrscheinlich dein zerbrochenes Spiegelbild, das sich in einem beschlagenen Spiegel zeigt. Die Atmosphäre in diesem Raum ist geprägt von einem seltsamen Gefühl der Abgeschiedenheit und Vergessenheit. Die alte Truhe zieht deine Aufmerksamkeit auf sich. Sie ist mit verzierten Schnitzereien verziert und wirkt, als ob sie seit langer Zeit nicht mehr geöffnet wurde. Vielleicht birgt sie wertvolle Gegenstände oder weitere Hinweise auf die Geheimnisse des Herrenhauses. Was möchtest du als nächstes tun? Umfrage starten. Erstens, untersuche die verwitterten Bücher auf dem Regal. Zweitens, untersuche den zerbrochenen Spiegel genauer. Drittens, versuche die alte Truhe zu öffnen. Viertens, ergründe die Bedeutung des Symbols auf dem Gemälde. Und ich schaue jetzt mal schnell, was mit der Musik los ist. Warum geht da nichts mehr weiter? Ihr könnt wieder abstimmen, Abstimmung läuft. Drittens, natürlich versucht man die Truhe zu öffnen. Das ist sowieso ganz klar. Die Entscheidung liegt bei dir und du kannst nun den Raum weiter erforschen, um mehr über die Geschichte des Herrenhauses herauszufinden. Welche Option wählst du? So, nehmen wir die neue Untergrenze mit 300 Stimmen. Jetzt mit 70% für Nummer 3. Wir nehmen die Nummer 3. Ja, du schreibst was hier, machen wir das zu, machen wir gleich die nächste Umfrage auf. Eine nach der anderen. 1, 2, 3, 4. Jetzt hat er aber fast geschissen. Schau dir diese an. Kiste! Die haben wir mir schon halb geklaut. Da kennt er uns aber schlecht, Alter. Du entscheidest dich, die alte Truhe zu öffnen, die mit verzierten Schnitzereien verziert ist. Du fühlst, dass sie möglicherweise wertvolle Gegenstände oder wichtige Hinweise auf die Geheimnisse des Herrenhauses enthält. Mit Vorsicht nimmst du die Truhe in Angriff und versuchst, den veralteten Verschluss zu knacken. Nach einigen Anstrengungen gelingt es dir, die Truhe zu öffnen.
Der Deckel knarzt und gibt den Blick auf ihren Inhalt frei. Der mal einfach so, als wäre das Truhengeräusch. Nach einigen Anstrengungen gelingt es dir, die Truhe zu öffnen. Oh, da waren wir gerade. Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. Du beginnst, die Tagebücher zu durchblättern. Was? Entschuldigung, bin in der Zeile verrutscht. Im Inneren findest du eine Sammlung von alten Tagebüchern, verwitterten Briefen und verblassten Fotografien. Diese persönlichen Gegenstände scheinen die Geschichte derjenigen zu erzählen, die einst in diesem Herrenhaus lebten. Du beginnst, die Tagebücher zu durchblättern und die Briefe zu lesen. Entschuldigung. Sie sprechen von Geheimnissen, tragischen Schicksalen und rätselhaften Vorkommnissen im Herrenhaus. Die Fotografien zeigen glückliche Momente vergangener Zeiten, die nun im Kontrast zur düsteren Realität stehen. Während du dich mit diesen persönlichen Relikten beschäftigst, hörst du erneut das flüsternde Murmeln des geisterhaften Schattens, der aus der Dunkelheit zu dir spricht. Die Geschichten der Vergangenheit können die Schlüssel zur Wahrheit sein. Deine Entdeckungen könnten dir wertvolle Hinweise darauf liefern, was im Herrenhaus geschehen ist. Die Geheimnisse scheinen immer näher zu rücken. Was möchtest du als nächstes tun? Oh, ich habe jetzt mehr erhofft, was in der Kiste drin ist. Sag dir, was es ist. Abstimmung geht los. Erstens, untersuche die Fotografien genauer. Zweitens, lies die Tagebücher und Briefe weiter, um mehr Informationen zu erhalten. Drittens, ergründe die Bedeutung des Symbols auf dem Gemälde, das ist immer nur die Option von vorher. Viertens, verlasse den Raum und kehre zurück ins Labyrinth. Glaubt ihr, mir hat 1 und 2. 1 nach dem anderen. Free Frankie, mäßig wieder ein Reset, Busse aufs Nuss, Grüße aus der Spätschicht zurück. Gut, du kannst so Geschichten erzählen werden. Was will ich? Das ist halt ein Comedy-Horror-Stream. Verzierte. Ne? Verzierte Gackerl. So, wie viele Stimmen haben wir? 380. Passt, ihr seid für die Nummer 2 Umfrage beenden. Wir nehmen die Nummer 2. Mr. ChatGPT, wir zur Hölle. Geht's weiter. Du entscheidest dich, den zerbrochenen Spiegel im Raum genauer zu untersuchen. Ich wollte doch die Tagebücher lesen. Das hat er jetzt nicht ganz verstanden. Wieso sagen wir, okay, lesen wir mal weiter. Wer weiß, vielleicht kriegen wir die Kurven noch. Moment, jetzt glaube ich, hat er sich vertan. Du entscheidest dich, den zerbrochenen Spiegel im Raum genauer zu untersuchen. Das Spiegelbild zeigt dein eigenes Gesicht, aber es ist verzerrt und brüchig, als ob es das Echo einer anderen Zeit und Realität wäre. Du betrachtest dein Spiegelbild und beginnst die Details zu analysieren. Plötzlich bemerkst du, dass sich in dem zerbrochenen Spiegel eine Botschaft zu offenbaren scheint. Die Bruchstücke des Glases und die Reflexionen der Umgebung ergeben zusammen eine seltsame Abfolge von Buchstaben und Symbolen. Nachdem du die Fragmente des Spiegels sorgfältig zusammenfügst, liest sich die Botschaft wie folgt. Die Wahrheit liegt in der Dunkelheit der Vergangenheit. Diese Botschaft könnte eine wichtige Anspielung auf die Geheimnisse des Herrenhauses sein und du fühlst, dass du einen Hinweis darauf gefunden hast, wie du weiter vorgehen solltest. So, habe ich das. Keine Ahnung. So, da lassen wir jetzt einmal eine Umfrage. Ich untersuche... Was war das andere nicht? 2. Lies die Tagebücher und Briefe. Ich lese die Tagebücher und Briefe weiter aus der Truhe, um mehr Informationen zu erhalten. Jetzt überspringen wir das quasi so. Ja. Hat er einen Fehler drin gehabt, jetzt hat er uns das mit dem, was weiß ich, wie er da drauf kommt mit dem Spiegel jetzt. Wir untersuchen jetzt die Tagebücher und die Briefe aus der Truhe, die wir gerade aufgemacht haben. Ja, kommt er damit, kommt vor. Das Ding ist auch nicht perfekt. Was soll man machen? Du setzt deine Untersuchung der Tagebücher und Briefe aus der geöffneten Truhe fort, in der Hoffnung, mehr Informationen über die Geschichte des Herrenhauses zu erhalten. Die alten Schriftstücke erzählen Geschichten von Menschen, die einst in diesem verlassenen Ort lebten. In den Tagebüchern entdeckst du Einträge, die von mysteriösen Vorkommnissen, dunklen Ritualen und seltsamen Erscheinungen berichten. Die Autoren der Tagebücher scheinen von einer wachsenden Unruhe und einer Faszination für das Übernatürliche ergriffen zu sein.
Die Briefe enthalten Nachrichten zwischen den Bewohnern des Herrenhauses und... Wie groß war denn das Herrenhaus, dass man sich gegenseitig einen Brief schreibt? Was ist mit denen? Die Briefe enthalten Nachrichten zwischen den Bewohnern des Herrenhauses und werfen ein Licht auf Beziehungen, die von Geheimnissen und Spannungen geprägt sind. Eine besonders verstörende Nachricht in einem der Briefe erwähnt das Tor zur Dunkelheit. Ohne weitere Erklärungen. Es scheint, als ob dieses Tor im Herrenhaus eine zentrale Rolle in den Geschehnissen der Vergangenheit gespielt hat. Okay. Während du die Texte weiter studierst, bemerkst du, dass der geisterhafte Schatten wieder aus der Dunkelheit hervortritt und flüstert: Die Wahrheit liegt in den Aufzeichnungen der Vergangenen. Die Tagebücher und Briefe könnten dir wichtige Informationen liefern, um die Rätsel des Herrenhauses zu lösen. Was möchtest du als nächstes tun? Lösche das da mal wieder raus. Achtung, Umfrage startet. Ergründe die Bedeutung des Symbols auf dem Gemälde. 1. 2. Untersuche die Fotografien in der Truhe genauer. 3. Verlasse den Raum und kehre zurück ins Labyrinth. Also selbst wenn man zurückgeht, das darf ich nicht zulassen. Ich bin natürlich für Nummer 2. Ich möchte die Fotos mehr schon auch sehen dazu. Küss den Geist. Was? Ich versuche, den geisterhaften Schemen zu küssen. Du fühlst dich von einer seltsamen Anziehung zu dem geisterhaften Schatten hingezogen. Geistrophil, keine Ahnung. Und die düstere Atmosphäre des Herrenhauses hat deine Sinne verwirrt. Mit einem impulsiven Impuls verziere ich meinen verzierten Kuss. Entscheidest du dich, den Schatten zu küssen, in der Hoffnung, eine noch tiefere Verbindung oder vielleicht Antworten auf deine Fragen zu finden. Doch als deine Lippen den Schatten berühren, spürst du nur Kälte und Leere. Der Schatten zerrinnt in deinen Armen, als ob er nie existiert hätte. Und du stehst allein in der Dunkelheit. Das Küssen des geisterhaften Schattens hatte keine sichtbare Auswirkung, aber du hast die Erfahrung gemacht, dass dieser Ort voller Überraschungen und Geheimnisse ist. Ihr habt für Nummer 2 abgestimmt. Und zwar über 350 Leute, 78%. Wir untersuchen die Fotografien genau. 2. Kurz, hat man mal kurz ausprobieren müssen. So, er ist wieder umeinander. Das war so klar, dass ein dummes kommt. Du entscheidest dich dafür, die Fotografien genauer zu untersuchen, die du in der alten Truhe gefunden hast. Die Bilder zeigen Momente aus der Vergangenheit, die in diesem verlassenen Herrenhaus festgehalten wurden. Du betrachtest die verblassten Fotografien und versuchst, die Geschichten und Beziehungen hinter den Bildern zu verstehen. Einige der Fotos zeigen glückliche Familienmomente mit lächelnden Gesichtern, während andere düster und geheimnisvoll wirken. Du siehst Bilder von Menschen, die in alten Gewändern und Masken gekleidet sind. Haben sie wieder mit irgendwelchen Sektentrottel zum Tor? Und sie wirkten, als ob sie an seltsamen Ritualen teilnehmen. Während du die Fotografien betrachtest, fällt dir ein bestimmtes Detail auf. Ein Symbol. Ähnlich demjenigen auf dem Gemälde, taucht auf mehreren Bildern auf. Es scheint, als ob dieses Symbol von großer Bedeutung ist und mit den Geheimnissen des Herrenhauses verknüpft ist. Stell dir einfach mal die Frage, wie genau sieht dieses Symbol aus? Das Symbol, das du auf den Fotografien wiederholt siehst, ist komplex und hat eine eigenartige, fast rituelle Ästhetik. Es besteht aus mehreren Elementen. Ein zentrales Kreismotiv, das einem Sonnenrad ähnelt. Mit 8 Strahlen, die sich nach außen erstrecken. In der Mitte des Kreises befindet sich ein Punkt. Um den Kreis herum verlaufen geschwungene Linien, die sich in spiralförmigen Mustern nach außen wenden. An den Enden der Linien und zwischen den Spiralen sind kleine, unidentifizierbare Symbole und Zeichen platziert, die wie Hieroglyphen wirken. Das Symbol wirkt sowohl mythisch als auch geheimnisvoll. Es könnte eine Verbindung zu den rätselhaften Ereignissen im Herrenhaus und den dunklen Ritualen haben, die in den Tagebüchern erwähnt wurden. Was möchtest du als nächstes tun?
Haben wir jetzt nicht recht viele Optionen. Kehre zurück. Das Symbol auf den Fotografien ist ein bedeutender Hinweis, der dir möglicherweise auf deiner Reise durch das Herrenhaus weiterhelfen könnte. Welche Option wählst du? Knockert ausziehen und Knockert durch den Flur rollen. Jetzt machen wir keinen Scheiß draus. Heute einmal, mach keinen Scheiß aus jetzt. Nee. Da brauchen wir jetzt nicht abstimmen. Schauen wir uns den Raum noch genau an. Wir nehmen erstmal eins, schauen wir, ob es noch was zum Finden gibt. Wir werden sehen. Ah! Error in Moderation. Was ist denn jetzt? Machen wir erneut generieren. Manchmal oder kleine Hagler und kleine Abkackerer. It is what it is. Du entscheidest dich dafür, in den Raum zurückzukehren und deine Untersuchung der persönlichen Gegenstände fortzusetzen. Die Fotografien und das mysteriöse Symbol haben deine Neugier geweckt und du möchtest mehr über die Geschichte des Herrenhauses erfahren. Als du in den Raum zurückkehrst, siehst du, dass das Symbol auf dem Gemälde an der Wand immer noch präsent ist. Du nimmst dir vor, dieses Symbol genauer zu untersuchen und vielleicht eine Verbindung zwischen den Fotografien und dem Gemälde herzustellen. Das Symbol auf dem Gemälde ist größer und detaillierter als auf den Fotografien. Du siehst die gleichen Elemente. Das zentrale Kreismotiv mit den 8 Strahlen und den Spiralen, umgeben von den unidentifizierbaren Zeichen und Hieroglyphen. Was möchtest du als nächstes tun? War diese Antwort besser oder schlechter? Man konnte auch immer ein bisschen Feedback geben bei dieser KI, aber das ist ja jetzt irrelevant. Die Verbindung zwischen dem Symbol und den Fotografien könnte die entscheidende Hinweise zur Lösung der Rätsel des Herrenhauses geben. Welche Option wählst du? Achtung! Umfrage-Time! Ist die Umfrage drin? Ja. Erstens. Versuche die Bedeutung des Symbols auf dem Gemälde zu entschlüsseln. Zweitens. Untersuche die Fotografien erneut auf mögliche Hinweise. Das ist mir jetzt spät, das darf ich nicht nochmal. Drittens. Verlasse den Raum und kehre zurück ins Labyrinth. Gut, das überlässt er uns immer. Da haben wir wahrscheinlich nicht recht viele Optionen, außer schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. So genau, bis ihm die Katze aufkommt. Ich nehme die Nummer 1. Ich habe eigentlich die Umfrage schon wieder beenden. Da braucht es jetzt nicht lange umeinander drücken. Machen wir so. Schauen wir, was er schreibt. Schauen wir, was er schreibt. Jetzt muss ich hinter ein wenig. Oh, hat wieder ziemlich viel zu erzählen. Du entscheidest dich, die Bedeutung des Symbols auf dem Gemälde genauer zu untersuchen und zu versuchen, es zu entschlüsseln. Du fokussierst deine Aufmerksamkeit auf die Details des Symbols und versuchst, mögliche Bedeutungen oder Zusammenhänge zu erkennen. Nach einer gründlichen Betrachtung des Symbols und unter Berücksichtigung dessen, was du auf den Fotografien gesehen hast, beginnst du zu erkennen, dass es sich um ein altes und mythisches Symbol handelt. Das haben wir schon alles gehabt. Das zentrale Kreismotiv, 8 Strahlen, könnte eine Sonne oder einen Himmelskörper darstellen, was auf eine gewisse spirituelle oder kosmische Bedeutung hinweisen könnte. Während du darüber nachdenkst, wie dieses Symbol in die Geschichte des Herrenhauses passt, hörst du erneut das leise Murmeln des geisterhaften Schattens, der aus der Dunkelheit flüstert: Die Zeichen verbinden Vergangenheit und Gegenwart. Das Symbol könnte der Schlüssel sein, um die Rätsel des Geheimnisses des Herrenhauses zu lösen. Jetzt probieren wir mal was. Weil sonst pimmelt man da noch 25 Mal umeinander. Ich glaube, dass ein Teil der Bewohner hier Rituale durchgeführt hat, um das Tor zur Hölle oder Dunkelheit zu öffnen. Ich möchte wissen, wie dieses Ritual durchgeführt wird und das Tor selbst öffnen. Jetzt wird es asozial. So. Dein Interesse an der Enthüllung der Rituale und dem Öffnen des mysteriösen Tors zur Dunkelheit ist geweckt. Du möchtest mehr darüber erfahren, wie dieses Ritual durchgeführt wurde und wie du das Tor selbst öffnen könntest. Die Fotografien und die Funde in den Tagebüchern und Briefen deuten darauf hin, dass die ehemaligen Bewohner des Herrenhauses sich mit dunklen Ritualen beschäftigten. Du entscheidest dich, die Fotografien erneut zu inspizieren, um möglicherweise Hinweise auf das Ritual zu finden. Während du die Bilder studierst, entdeckst du, dass einige der Personen auf den Fotografien
während der Rituale Masken tragen. Die Masken sind mit ähnlichen Symbolen verziert wie jenes auf dem Gemälde und könnten eine wichtige Rolle bei den Ritualen gespielt haben. Du könntest versuchen, weitere Informationen zu sammeln, indem du die alten Tagebücher und Briefe noch gründlicher durchsuchst, um Details über das Ritual und die notwendigen Schritte zu finden. Jetzt seid ihr dran. Umfrage. Erstens. Ihr stimmt ab für 1 bis 4. Durchsuche die Tagebücher und Briefe erneut nach Hinweisen auf das Ritual. Zweitens, untersuche die Fotografien weiter, um mehr über die Masken und die Durchführung des Rituals zu erfahren. Drittens, kehre zurück in den Raum und setze deine Untersuchung fort. Verlasse den Raum und kehre zurück zum Labyrinth. Das ist es, da hängen wir jetzt ein bisschen in einer Schleife drin. Merke ich schon. Merke schon. Ich wiederhole meine Frage, welche Geheimnisse? Du warten keine Geheimnisse, wenn ich dir das jetzt beantworten kann. Es hat doch so einen Sonnengott-Kult gegeben. Ich kenne bloß den Sonnengott. Praise the Sun. Ihr habt abgestimmt für die Nummer 2 und 1. Also wir machen im Prinzip beides. Wir lesen nochmal die Briefe durch, wir schauen uns nochmal die Fotografien an. Und dann möchte ich wissen, was wir zum Tor haben und dann schauen wir, was passiert. Ich nehme jetzt mal die Nummer 1. Du entscheidest dich dafür, die Tagebücher und Briefe erneut gründlich zu durchsuchen, um nach Hinweisen auf das Ritual und seine Durchführung. Du liest die alten Schriftstücke sorgfältig durch und versuchst, die Informationen zu extrahieren, die Licht in das Mysterium des Rituals werfen könnten. In den Tagebüchern findest du wiederholte Erwähnungen des Schattenrituals, das in diesem Herrenhaus praktiziert wurde. Die Autoren sprechen von einem bestimmten Raum, der als der Ort der Dunkelheit bezeichnet wird. Das Ritual scheint geheime Handlungen und Anrufungen zu involvieren, die in den Briefen als Weg zu den Tiefen beschrieben werden. Es wird auch erwähnt, dass die Masken, die auf den Fotografien zu sehen sind, eine zentrale Rolle bei diesem Ritual spielen. Die Masken sind nicht nur Symbole, sondern Werkzeuge, um die Verbindung zur Dunkelheit herzustellen. Die alten Schriftstücke geben jedoch nicht alle Details preis und es bleibt noch viel zu enthüllen. Dann untersuchen wir die Fotografien nochmal. Der Bernie schreibt doch mal 1 und 2, was dann passiert. Jetzt habe ich nur mehr auf 1 gedruckt. Ah ja, passt schon. Du entscheidest dich, die Fotografien erneut zu inspizieren, um mehr über die Masken und die Durchführung des Rituals zu erfahren. Du betrachtest die Bilder sorgfältig und konzentrierst dich auf die Personen, die die Masken tragen. Die Masken sind unheimlich und von derselben Symbolik geprägt wie das Symbol auf dem Gemälde. Du siehst, dass die Masken verschiedene Tier- und Gottheiten darstellen und mit Federn, Juwelen und Metallverzierungen geschmückt sind. In einer der Fotografien siehst du, wie die Maskenträger eine Art Kreis bilden und ihre Hände erheben. Sie stehen vor dem Gemälde mit dem gleichen Symbol, das auch auf den Masken zu sehen ist. Du siehst, wie sie in einer Art tranceartigen Zustand, zu sein scheinen, während sie die Rituale durchführen. Während du die Fotografien weiterhin studierst, fällt dir auf, dass es auf einem der Bilder eine Notiz gibt. Sie lautet: Das Tor zur Dunkelheit öffnet sich, wenn die Masken im Einklang sind. Diese Botschaft könnte ein entscheidender Hinweis sein, wie das Tor zur Dunkelheit geöffnet wird. Versuche die Bedeutung der Notiz zu entschlüsseln und das Tor der Dunkelheit zu öffnen. Das werden wir jetzt nicht. Ich sage, wir haben da drin jetzt fertig und wir gehen jetzt zurück ins Labyrinth. 3. Sicher TikTok. Art tranceartig. Wir gehen jetzt zurück in das Labyrinth. So schaut's aus. Da drin gibt's nicht mehr. Truhe ist gelootet. Du entscheidest dich dafür, den Raum zu verlassen und ins Labyrinth des Herrenhauses zurückzukehren. Die Erkenntnisse, die du aus den Fotografien und Tagebüchern gewonnen hast, sind wertvoll und könnten dir dabei helfen, das Rätsel des Herrenhauses zu lösen, wenn du weiter erkundest. Du verlässt den Raum und gibst dich erneut in die dunklen Gänge des Labyrinths. Die Atmosphäre ist nach wie vor unheimlich und gefüllt mit Geheimnissen, aber du fühlst, dass du deinem Ziel näher kommst. Was möchtest du als nächstes tun? Erkundere weitere Bereiche des Labyrinths, kehre in den Raum zurück und setze deine Untersuchung fort. Wir erkunden das Labyrinth weiter. Ramona schreibt, versucht das Ritual. Dazu glaube ich, müssen wir erst mit Masken finden. Weitere Bereiche, dann schauen wir mal, ob wir in den nächsten Räumen einmal so irgendwo einen Kleiderschrank oder so mit den Masken oder so. Das würde mich interessieren. Jetzt haben wir eine Steintafel gefunden. Du entscheidest dich dafür, weitere Bereiche des Labyrinths zu erkunden. Du setzt deinen Weg fort tiefer in die Dunkelheit des Herrenhauses. Während du durch die verwinkelten Gänge des Labyrinths gehst, fällt dir auf, dass die Wände von seltsamen Mustern und Hieroglyphen bedeckt sind, ähnlich denen, die auf den Masken und dem Gemälde zu sehen waren. Die Symbole und Zeichen scheinen den Weg zu weisen und du folgst ihnen.
Plötzlich erreichst du einen Raum, der von flackernden Kerzen beleuchtet wird. In der Mitte des Raums siehst du eine Steintafel, die mit denselben Symbolen und Hieroglyphen verziert ist. Sie scheint eine wichtige Rolle zu spielen, aber du bist dir nicht sicher, was sie bedeutet. Wenn das mal nicht der Raum der Dunkelheit ist, warum hast du eigentlich eine Maske auf? Untersuche die Steintafel genau. Achtung. Ihr stimmt's wieder ab. Wer auch sonst? Achtung, Abstimmung läuft. Erstens. Untersuche die Steintafel genau, um die Bedeutung zu entschlüsseln. Zweitens. Untersuche den Raum auf Gegenstände oder Hinweise. Da bloß wieder lang, nehmt sie auch nicht zwei. Drittens, kehre zurück und erkunde weitere Bereiche des Labyrinths. Okay, es ist immer so, ist momentan jetzt irgendwie so ein bisschen das Gleiche. Da brauchen wir, glaube ich, nicht jetzt mal eine Umfrage starten. Ich nehme einfach dann das, was am sinnvollsten erscheint. Mit der Nemesis! Ich habe Donations übrigens aus, weil dann ist bloß noch Text im Beutel zum Singen. Herr Nemesis, merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei. Es ist der Drachenstein aus Skyrim. Ihr stimmt eh mit eins ab, passt schon, Umfrage beenden. Das begrenzen wir jetzt mit den Umfragen, wenn wirklich wieder viel verschiedene Sachen sind, wo es passieren kann. Eins, untersuche die Steintafel genauer. Mr. MK, ein Horror-Indie-Spiel wäre, glaube ich, besser gewesen. Diese Feststellung ist etwas anderes. Dass das nicht am jeden Tag, das ist mir schon klar. Außerdem, Lesen ist, ja, haben wir heute ja schon mal festgestellt, nicht jedermanns Stärke. Aber gut. Wir untersuchen die Steintafel genau. Du betrachtest die Steintafel sorgfältig und versuchst, die Bedeutung der Symbole zu entschlüsseln. Während du die Zeichen studierst, beginnst du, einige Muster zu erkennen. Es scheint, als ob die Symbole eine Anleitung oder ein Hinweis auf das Ritual zur Öffnung des Tors zur Dunkelheit sind. Die Zeichen auf der Tafel deuten auf bestimmte Schritte und Handlungen hin, die während des Rituals ausgeführt werden müssen. Es wird auch erwähnt, dass die Masken, die auf den Fotografien zu sehen sind, die entscheidende Rolle spielen und im Einklang sein müssen. Wissen wir es schon. Mit diesen neuen Erkenntnissen könntest du versuchen, das Ritual zur Öffnung des Tors zur Dunkelheit durchzuführen. So wird es schnell gehen. Was möchtest du als nächstes tun? Versuche das Ritual zur Öffnung des Tors zur Dunkelheit durchzuführen. Untersuche den Raum weiter auf Gegenstände oder Hinweise. Ja, sicherlich machen wir. Ich nehme die Nummer 1! Steintafel lesen ist gleich +3 Alchemie. Ich nehme die Nummer 1 natürlich. Machen wir auf das Ding. Bin ich gespannt. Hey, brauchen wir das wieder? Das hört sich gut an. Du entscheidest dich, das Ritual zur Öffnung des Tors zur Dunkelheit zu versuchen. Du bist bereit, das Mysterium des Herrenhauses zu enthüllen und das Dunkle herauszufordern. Du folgst den Anweisen auf der Steintafel, die eine sorgfältige Abfolge von Bewegungen und Handlungen vorschreiben. Du ziehst die Maske mit dem Symbol auf, wo wir die her haben, das wissen wir nicht, und gehst zum Zentrum des Raums. Die Kerzen flackern stärker, als ob sie auf deine Absichten reagieren würden. Mit jedem Schritt, den du ausführst, spürst du eine wachsende Präsenz von Dunkelheit und Geheimnis um dich herum. Schließlich, wenn du alle Schritte des Rituals abgeschlossen hast, erkennst du, dass das Tor zur Dunkelheit sich langsam vor dir öffnet. Eine Kälte und Finsternis strömen aus dem Tor. Und du fühlst dich von einer übernatürlichen Energie ergriffen. Das Portal zur Dunkelheit ist nun offen und die Geheimnisse des Herrenhauses liegen vor dir. Okay. Was ist denn da drin? Was möchtest du als nächstes tun? Tritt durch das geöffnete Tor zur Dunkelheit und erkunde das Unbekannte. Untersuche den Raum auf mögliche Gegenstände oder Hinweise, bevor du weitergehst. Das war eigentlich wahrscheinlich das Gescheite. Überlege es dir anders und kehre ins Labyrinth. Okay, bye! Ich nehme die Nummer 1 natürlich. Du wagst den mutigen Schritt und trittst durch das geöffnete Tor zur Dunkelheit. Die Dunkelheit umgibt dich und schluckt jegliches Licht. Du befindest dich in einem unendlichen Raum der Finsternis, in dem keine klaren Konturen existieren. Du spürst eine unheimliche Präsenz um dich herum, als ob du von den Schatten selbst beobachtet wirst. Deine Schritte hallen in der Leere wider, während du tiefer in die Dunkelheit vordringst. Plötzlich tauchen vage Gestalten auf, Schatten von längst vergangenen Ereignissen und Menschen, die in dieser Dunkelheit gefangen sind. Sie flüstern leise und tragen Erinnerungen und Geheimnisse mit sich.
Erstens, versuche mit den Schatten und der Erinnerungen zu interagieren, um mehr über die Geschichte des Herrenhauses zu erfahren. Untersuche die Dunkelheit nach möglichen Hinweisen oder Gegenständen. Kehre zum Tor zurück. Ich nehme jetzt einmal die Nummer 2, weil ihr wisst nämlich, wie es in der Dunkelheit drin ausschaut. Wir entscheiden uns, die Dunkelheit nach Hinweisen zu untersuchen. Während du die Dunkelheit durchsuchst, tastest du dich vorsichtig voran und bemerkst plötzlich einen Gegenstand, der auf dem Boden liegt. Du hebst ihn auf und stellst fest, dass es sich um ein altes Tagebuch handelt. Die Seiten sind mit brüchigem Papier gefüllt und die Worte sind mit einer unheimlichen, zitternden Handschrift niedergeschrieben. Das Tagebuch enthält Einträge über die Entdeckung des Tors zur Dunkelheit und die verzweifelten Versuche der Bewohner des Herrenhauses, es zu kontrollieren. Es wird von düsteren Gestalten, Mächten und Wesenheiten in der Dunkelheit gesprochen, die Bewohner bedrohen. Das Tagebuch enthält auch Hinweise auf eine mögliche Methode, das Tor zur Dunkelheit wieder zu schließen. Die Dunkelheit scheint noch mehr Geheimnisse zu bergen, die du entdecken könntest. Versuche das Tor zur Dunkelheit zu schließen, basierend auf den Hinweisen. Nein, natürlich nicht mehr, machen wir es noch weiter auf. Weiterhin die Dunkelheit nach möglichen Hinweisen oder Gegenständen zu untersuchen. Drittens, ich versuche das Ritual neu zu erfinden und das Tor noch weiter zu öffnen. Achtung. Weil wir uns nicht mehr auskennen. Du fühlst den Drang, das Ritual zur Öffnung des Tors zur Dunkelheit weiterzuentwickeln und tiefer in die Geheimnisse einzudringen. Du ziehst die Maske mit dem Symbol auf und beginnst improvisierte Bewegungen und Handlungen auszuführen, die nicht in den Aufzeichnungen auf der Steintafel standen. Während du das erweiterte Ritual durchführst, spürst du, wie sich die Dunkelheit intensiviert. Die Präsenz um dich herum wird drückender, die Schatten in der Dunkelheit nehmen eine bedrohliche Form an. Plötzlich erscheint ein unheimliches Tor, das größer und finster ist als das vorherige. Okay. Es öffnet sich langsam und ein eisiger Wind weht aus dem Inneren. Es fühlt sich an, als ob du die Schwelle zu einer noch gefährlicheren und unbekannteren Welt überschreitest. Die Dunkelheit scheint sich weiter auszudehnen und du befindest dich an einem Wendepunkt. Sie fragen, ob jetzt da reingehen und noch ein größeres Tor aufmachen. Er tritt mutig durch das erweiterte Tor. Natürlich gehen wir da rein, los. Das Tor, das ist Torception, Alter. Ich bin gespannt, wie lange dass er dieses Spielchen jetzt macht. Alle rumpelt meine! Mit Entschlossenheit trittst du mutig durch das erweiterte Tor zur Dunkelheit und betrittst die unbekannte Welt dahinter. Die Dunkelheit verschlingt dich. Du befindest dich in einer schier endlosen Leere. Die Präsenz der Dunkelheit wird immer erdrückender und du spürst, dass du nicht allein in diesem Reich der Finsternis bist. Unheimliche Wesenheiten und Schatten huschen umher. Und düstere Stimmen murmeln verständlichere Worte. Unverständliche Worte. Plötzlich siehst du in der Ferne einen fahlen, grünen Schein. Du begibst dich in diese Richtung und entdeckst einen alten, verwitterten Altar. Auf dem Altar liegt ein Gegenstand, der deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist ein uraltes Buch, das in morbiden Leder gebunden ist. Wenn wir jetzt das Necronomicon gefunden haben, dann geht's ganz anders, gell? Es scheint mit einer unheilvollen Energie durchtränkt zu sein. Du kannst spüren, dass dieses Buch einen tiefen Einblick in die Geheimnisse der Dunkelheit gewähren könnte. Hoppala. Es ist... Nimm das uralte Buch und studiere es, um mehr über die Dunkelheit zu erfahren. Ja, und vor allem lesen wir laut daraus vor. Untersuche den Altar und die Umgebung nach weiteren Hinweisen und Gegenständen. Moment, schauen wir erst einmal. Bereue deine Entscheidung und versuche zum vorherigen Tor zurückkehren. Nix da, Alter. Mal untersuchen, was kann da drin stehen? Schauen wir mal. Du entscheidest dich dafür, den Altar und die Umgebung nach weiteren Hinweisen oder Gegenständen zu untersuchen, bevor du das uralte Buch in die Hand nimmst. Die Dunkelheit umgibt dich immer noch und scheint voller Geheimnisse zu sein. Während du den Altar näher betrachtest, entdeckst du seltsame Symbole in Runen, die in den Stein gemeißelt sind. Sie könnten Teil eines weiteren Rituals sein oder eine Art Botschaft darstellen. Plötzlich hörst du ein leises Flüstern, als ob die Dunkelheit selbst zu dir spricht. Es sind unverständliche Worte, aber sie scheinen eine dringende Nachricht zu übermitteln. Vor dir erstreckt sich ein dunkler Pfad, der die unbekannte Dunkelheit führt. Du könntest dem Pfad folgen und sehen, wohin er dich führt. Nix! Außer mit Bier! Ich nehme jetzt nicht nur die Nummer 2. Ich nehme das Buch. Ich nehme das Buch, studiere es und lese laut daraus vor.
Küss die Dunkelheit. Jetzt bin ich gespannt, auf was er jetzt kommt. Du beschließt, das uralte Buch zu nehmen, um es genauer zu studieren und daraus vorzulesen. Du ergreifst das morbide Leder und öffnest das Buch vorsichtig. Die Seiten sind mit unheimlichen Schriftzeichen und Bildern bedeckt, die in einer Sprache verfasst sind, die du nur schwer entziffern kannst. Während du die Worte laut liest, spürst du, wie eine unheilvolle Energie aus dem Buch strömt. Die Dunkelheit scheint sich um dich herum zu verdichten und die Symbole beginnen zu leuchten. Plötzlich fühlst du, wie eine Präsenz in der Dunkelheit erwacht, als ob du die Aufmerksamkeit eines uralten Wesens erregt hast. Es spricht zu dir in einer Stimme, die in deinem Kopf widerhallt, ohne dass Worte ausgesprochen werden. Es enthüllt dir Geheimnisse und Mysterien, die tief in der Dunkelheit verborgen sind. Die Dunkelheit selbst scheint zu leben und du erhältst Einblicke in ihre uralte Weisheit und Macht. Was willst du als nächstes tun? Folge den Anweisungen der Dunkelheit und erfahre mehr über ihre Geheimnisse. Versuche die Verbindung zur Dunkelheit zu trennen und das Buch beiseite zu legen. Niemals. Du hast tiefe Einblicke in die Dunkelheit und ihre Geheimnisse gewonnen, aber was wirst du mit dieser Macht tun? Ja, weiter rein. Rein! Rein in die Olga! Erstmal was essen. Stimmt. Wir haben immer nur die Dosen Fisch dabei. Du entscheidest dich dafür, den Anweisungen der Dunkelheit zu folgen und mehr über ihre Geheimnisse zu erfahren. Die Dunkelheit beginnt dir, weitere Mysterien und Rätsel zu enthüllen. Du erfährst von den uralten Zeiten, dass das Herrenhaus ein Zentrum dunkler Rituale und Beschwörungen war. Es wird dir gezeigt, wie die Bewohner des Herrenhauses versuchten, die Dunkelheit zu kontrollieren und das Wesen aus anderen Welten zu beschwören. Du erhältst tiefe Einblicke in die Struktur der Dunkelheit und die Energie, die sie antreibt. Du erfährst von Möglichkeiten, wie die Dunkelheit manipuliert werden kann und Wünsche, Ziele zu erreichen, aber auch von den Gefahren, die sie birgt. Die Dunkelheit spricht zu dir. Bla bla bla. Es ist halt, häng mir ein bisschen in einer Schleifen drin. Folge den Anweisungen der Dunkelheit und suche nach dem besonderen Artefakt. Sag das, was es ist. Ich lese laut aus dem Buch vor und versuche einen Dämon zu beschwören. Was ist? Probieren wir jetzt eiskalt. Außer raus mit die Viechers! Mit einem mutigen und zugleich beunruhigenden Entschluss entscheidest du dich, aus dem Buch laut vorzulesen und einen Dämon zu beschwören. Die Worte auf den Seiten des Buches flüstern in deinem Verstand, du vermittelst sie die Dunkelheit um dich herum. Die Dunkelheit wird lebendig und du siehst, wie sich eine düstere Gestalt aus den Schatten erhebt. Sie ist von finsterer Energie umgeben und blickt dich mit glühenden Augen an. Der Dämon spricht zu dir in einer unheilvollen, kehligen Stimme und fragt nach deinem Wunsch. Er scheint bereit zu sein, deine Befehle auszuführen im Austausch für etwas, das du ihm anbieten könntest. Jetzt glaube ich, mach einen Wunsch und fordere den Dämon auf, deine Bitte zu erfüllen. Wir fordern auf ihm, dass er unsere Bitte erfüllt. Du formulierst deinen Wunsch vorsichtig und präzise. Du wünschst dir die Enthüllung aller Geheimnisse und Mysterien des Herrenhauses, einschließlich seiner dunklen Geschichte und der Natur der Dunkelheit selbst. Der Dämon nickt und beginnt, seine Macht zu entfesseln. Die Dunkelheit um dich herum wird noch intensiver. Und du spürst, wie die Wahrheit des Herrenhauses und der Dunkelheit selbst vor dir aufgedeckt wird. Die Dunkelheit flüstert dir ihre Geheimnisse und Mysterien zu und du erhältst das Wissen über alles, was in diesem Unheil verborgen ist. Morgen, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ich gebe ihm mal als Dankeschön, gebe ihm die Schaufel, oder? Ja. Als Dankeschön gebe ich dem Dämon meine Schaufel. Tja. Ja, ich habe auf mehr Blut gehofft und so, aber jetzt können wir wieder Blödsinn treiben, glaube ich, langsam aber sicher. Als Zeichen deines Dankes und deiner Anerkennung für die erlangten Informationen gibst du dem Dämon deine Schaufel.
Der Dämon nimmt sie an und seine finsteren Augen glühen für einen Moment auf. Der Dämon nickt zustimmend, als ob er deine Geste akzeptiert und als Zeichen deiner Vereinbarung. Er verschwindet dann langsam in die Dunkelheit und die Präsenz der Dunkelheit lässt nach. Du sitzt nun inmitten der Dunkelheit und des erworbenen Wissens über das Herrenhaus und die Dunkelheit selbst. Was genau ist nun im Herrenhaus passiert? Was hat mir der Dämon genau erzählt? Fragezeichen. Schauen wir mal, ob er die Kurven noch kriegt zu einer richtig guten Geschichte. Ansonsten glaube ich, haben wir uns ein bisschen in einer Schleife verlaufen. Mit dem erlangten Wissen von der Dunkelheit und dem Dämon erhältst du Einblick in die Geschichte des Herrenhauses und die Natur der Dunkelheit. Das Herrenhaus war einst ein Ort, an dem finstere Rituale und Beschwörungen praktiziert wurden. Die Bewohner des Herrenhauses suchten nach Macht und Wissen, das jenseits der irdischen Grenzen lag. Sie führten dunkle Ritualen durch, um Wesen aus anderen Welten zu beschwören und mit den Mächten der Dunkelheit in Kontakt zu treten. Die Dunkelheit selbst wurde in einem Raum des Herrenhauses gebündelt und als Quelle unheimlicher Macht verwendet. Das Symbol, das du auf dem Gemälde und den Masken gesehen hast, wurde verwendet, um die Dunkelheit zu kontrollieren und zu kanalisieren. Der Dämon enthüllte auch, dass die Bewohner des Herrenhauses schließlich die Kontrolle über die Dunkelheit verloren, als die Mächte, die sie beschworen hatten, außer Kontrolle gerieten. Dies führte zu unvorstellbarem Chaos und einer wachsenden Dunkelheit, die das Herrenhaus verschlang. Das besondere Artefakt, von dem der Dämon sprach, könnte die Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts und der Sicherheit im Herrenhaus spielen. Du hast nun die Möglichkeit, dieses Artefakt zu finden und die Dunkelheit zu kontrollieren. Ich ziehe mich nackt aus. Okay, hör mal auf. Okay, hör mal auf. Die hat nicht anders können. Ich ziehe mich nackt aus. Das war unerwartet. Ich lese vor, hat ChatGPT geschrieben. Das war unerwartet. Du entscheidest dich inmitten der Dunkelheit des Herrenhauses nackt auszuziehen. Deine Handlungen sind eigenartig und ziehen die Aufmerksamkeit der Dunkelheit auf dich. Die Dunkelheit selbst reagiert nicht in der Weise, wie du es erwartet hast. Stattdessen fühlt es sich an, als ob die Dunkelheit dich umhüllt und deine Existenz verschlingt. Du verschwindest in der Dunkelheit und dein Schicksal bleibt im Ungewissen. Ende des Abenteuers. Geh, komm, halt doch dein Maul. Ja, wie Jesse schreibt, wenn nicht mal mehr KI kann, Alter. Jetzt bist du dunkler. Bei der Szene mit der Schaufel kommt mir Tribute von Tenacious D. Stimmt. Happy End. So, wir haben also verstanden. Also es war... den habe ich übrigens auch noch. Da. Übrigens, shit is going on, Alter. Es war the most epic end of a story ever. Hast voll abgespeichert, leider nicht. Secret Ending freigeschaltet. Mach mal Regenerate Response, okay? Oh, ja, gibt sogar Tipps. Pass auf. Es ist, also man kann, um kurz zu erklären, man kann dann einfach generiere einfach nochmal neuen Text. So, der gefällt mir nicht, mach einfach nochmal neu. Es ist wichtig, die Handlungen im Spiel sinnvoll und im Kontext zu erhalten, um die Story des Spielerlebnisses zu wahren. Ja, wenn ich mir aber noch kein ausziehen will, weil, weiß ich nicht, mein Hosenschweiß. Das Ausziehen deiner Spielfigur hat keinen klaren Bezug zur bisherigen Handlung und könnte die Immersion stören. Ja, da hat er halt auch recht, aber trotzdem. Bitte gib eine andere Handlung an, die mit der aktuellen Situation und den Zielen deiner Spielfigur im Herrenhaus Einklang steht. Wie möchtest du fortfahren? Okay, dann machen wir es ein bisschen detaillierter. Ich ziehe mich nackt aus und rolle durch die beiden Tore zurück, durch die ich gekommen bin. Enter. So, jetzt haben wir total einen Verstand verloren. Jetzt mache ich... It is what it is, Kinder. Es scheint, dass du dich für eine ungewöhnliche und unkonventionelle Handlung entschieden hast. Du ziehst dich nackt aus und rollst zurück durch die beiden Tore, durch die du ins Herrenhaus gelangt bist. Die Dunkelheit und die Präsenz, die du in der Dunkelheit aufgebaut hast, scheinen von deinem unerwarteten Verhalten überrascht zu sein.
Stell dir vor, da hocken die ganze Zeit die ultra krassen Dämonen im Finstern und warten bloß drauf, bis die umbringen können. Und auf einmal ziehst du die einfach knockert aus und rollst davon. So, no, fuck you. Du rollst zurück durch das Tor zu dunkel, aber die Dunkelheit selbst wirkt unverändert. Du landest schließlich in der dunklen Gasse, wo du ursprünglich das Herrenhaus betreten hast. Du bist nackt, aber du hast die Erfahrungen und das Wissen aus der Dunkelheit mitgenommen. Was willst du tun? Sammle deine Kleidung, kehre ins Herrenhaus zurück, um deine ursprünglichen Ziele zu verfolgen. Untersuche die Gasse auf mögliche Hinweise oder Gegenstände. Überlege, wie du die Handlung im Herrenhaus fortsetzen möchtest. Ich hole die Dose Fisch aus meiner Kleidung. Ich beuge mich dabei über meine... Warum tun diese... Über meine Kleidung, als ich sie heraushole und sehe dabei aus wie Gollum. Ich mache seltsame Gluckgeräusche, da ich völlig den Verstand verloren habe. Als ich die Dose heraushole, hechle ich leise. Mein Batz. Und verspeise den Fisch. Dieser Inhalt könnte gegen unsere Inhaltspolitik verstoßen. Wenn Sie glauben, dass dies ein Fehler ist, senden Sie uns bitte Feedback, Ihr Beitrag für unsere Forschung in diesem Bereich. Was? Was Inhaltspolitik, du Trottel über den Gollum? Mein Batz. Nochmal. Okay, passt wieder. Okay, ich weiß nicht, was er da jetzt für einen Schlaganfall gehabt hat. Ja. Es scheint, dass deine Spielfigur eine seltsame Wendung genommen hat und sich in ihrem Verhalten stark verändert hat. Du holst die Dose Fisch aus deiner Kleidung, beugst dich über sie und machst merkwürdige Gluckgeräusche, während du sie herausnimmst. Deine Nachahmung von Gollum ist beunruhigend realistisch. Mit einem hechelnden Nein, Batz verspeist du den Fisch aus der Dose. Dein Verhalten ist bizarr und scheint die Dunkelheit und die Präsenz in der Gasse zu verwirren. Und Präsenz so. Was ist mit der meiner? Ich verstehe, Freundin. Und du bist nun wieder in deiner normalen Kleidung. Du könntest deine ursprünglichen Ziele im Herrenhaus wieder aufnehmen oder eine andere Entscheidung treffen. So, jetzt leiten wir das Ganze in eine ganz andere Richtung. Ich bin durch die Dunkelheit stark verwirrt und habe den Verstand verloren. Ich begebe mich nackt in den Wald des Herrenhauses, der um das Herrenhaus herum ist, und werde selbst zur Dunkelheit. Und bin überzeugt davon, dass ich selbst bin überzeugt davon, um die Dunkelheit zu verstehen, muss ich zur Dunkelheit werden. Ich habe dabei immer etwas Fisch zwischen den Zähnen. Ich soll ein fucking Buchautor werden, Alter. Okay, pass auf. Deine Spielfigur ist durch die Erfahrungen in der Dunkelheit und das seltsame Verhalten stark verwirrt. Nackt und mit Fisch zwischen den Zähnen begibst du dich in... Ich kann das so gern ernsthaft vorlesen, aber es geht einfach nicht, Alter. Gott, das
ist so gut. Nackt und mit Fisch zwischen den Zähnen begibst du dich in den Wald, der das Herrenhaus umgibt. Du bist überzeugt davon, dass du zur Dunkelheit werden musst, um sie zu verstehen. Du wanderst durch den dichten Wald, während die Dunkelheit um dich herum weiter zunimmt. Deine Überzeugung, zur Dunkelheit zu werden, treibt dich voran und du beginnst, unverständliche Worte zu murmeln. Plötzlich siehst du eine unheimliche Erscheinung, die aus den Schatten des Waldes hervortritt. Es ist, als ob die Dunkelheit selbst eine Form eingenommen hat, um dich zu begrüßen. Ist das der Geist von vorhin im Herrenhaus? Fragezeichen. Die Erscheinung, die aus den Schatten des Waldes hervortritt, könnte der Geist oder die Präsenz sein, die du im Herrenhaus getroffen hast. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob es sich um denselben Geist handelt. Oder um eine andere Manifestation der Dunkelheit. Die Dunkelheit selbst ist geheimnisvoll und undurchsichtig und ihre Natur ist schwer zu ergründen. Was möchtest du als nächstes tun? Ich biete dem Geist etwas Fisch aus meinen Zähnen an. Ah, halt, stopp. Etwas frischen Fisch aus meinen Zähnen an. Dann versuchen wir es nur mehr mit Schmusen, glaube ich. Du bietest dem Geist etwas frischen Fisch aus deinen Zähnen an, in der Hoffnung, eine positive Reaktion zu erhalten. Der Geist scheint für einen Moment zu zögern, bevor er den Fisch akzeptiert und ihn in seine schattenhaften Formen zieht. Die Dunkelheit selbst wird lebendig und fließt um dich herum. Der Geist beginnt zu flüstern und erzählt dir von den alten Mysterien des Herrenhauses und der Dunkelheit. Er enthüllt dir weitere Geheimnisse und rätselhafte Geschichten. Der Geist teilt dir auch mit, dass du einen Weg zurück ins Herrenhaus finden kannst, wenn du dies wünschst. Ich sage zum Geist in hechelnder Stimme: Jetzt halt einmal deine dumme Fotzen mit deinem Herrenhaus. Was ist denn eigentlich mit dem Level an Diversity da herin los? Wo Frauenhaus? Also mit seinem Fragezeichen. Bin ich gespannt, ob er das versteht. Sage zum Geist in hechelnder Stimme. Oh, stimmt, habe ich geschrieben aus Versehen. Okay. Deine ungewöhnlichen Worte und deine seltsame Sprache scheinen den Geist zu verwirren. Er reagiert nicht auf deine Aussage und bleibt in seinen schattenhaften Formen. Die Dunkelheit selbst umgibt dich weiterhin und bla bla bla. Du könntest doch versuchen, wie morgen ins Herrenhaus! Mein Gesichtsausdruck wird wütend. Ich schaue dem Geist tief in die Augen und spreche laut und deutlich. Du dämliche Preisentrottel, dann übersetze ich das für dich mal auf Deutsch. Was zur Hölle willst du immer mit deinem Herrenhaus? Lass mich in Ruhe. Was ist mit der Diversity in diesen... Was ist mit der Diversity? Fragezeichen. Frauenhaus. Wo? Fragezeichen. Oh, jetzt wird's. Nur beim nächsten Mal bei noch. Dein wütender Gesichtsausdruck und deine lauten Worte scheinen den Geist zu provozieren. Ich würde es geil finden, wenn er bait. Die Dunkelheit pulsiert, als ob sie auf deine Emotionen reagiert und der Geist wird unruhig. Der Geist beginnt in einer kehligen Stimme zu antworten, jedoch sind seine Worte noch immer rätselhaft und schwer zu verstehen. Er erwähnt erneut den Weg zurück ins Herrenhaus und die Möglichkeit, die Dunkelheit zu kontrollieren. Es ist, als ob der Geist versucht, dir eine Botschaft zu übermitteln, auch wenn seine Antworten und Informationen rätselhaft. Mir steckt man da leider Gottes drin. Der Geist kann mich mal an meiner Poperze
von links. Ich gehe nach Hause, aber den Fisch nehme ich mit. Ausrufezeichen. So. Und er gibt nicht auf, schau dir das so. Mit einer Entscheidung entscheide ich mich, ja. Den Geist und die Dunkelheit hinter dir zu lassen. Du machst dich auf den Weg nach Hause und trägst den Fisch mit dir. Die Dunkelheit und der Geist scheinen dich in Ruhe zu lassen, während du dich von der unheimlichen Umgebung entfernst. Du kehrst schließlich zu deinem Ausgangspunkt zurück und stehst vor dem Herrenhaus. Ja, lass mir einfach den Weg von dem Herrenhaus! Du könntest nun entscheiden, ob du erneut in das Herrenhaus eintreten und deine ursprünglichen Ziele verfolgen möchtest. 3! Ich nehme die Nummer 3! Der Gollum hat seinen Weg im Wald nicht gefunden. Du entscheidest dich dafür, deine Reise an diesem Punkt zu beenden. Die Erfahrungen im Herrenhaus und die Dunkelheit waren ungewöhnlich und intensiv. Du verlässt das Herrenhaus und kehrst in die normale Welt zurück. Deine Abenteuer haben viele unerwartete Wendungen genommen. Naja, geht so. Und du hast sowohl das Unheimliche als auch das Rätselhafte erlebt. Die Dunkelheit und der Geist werden dir ein Geheimnis bleiben, das du hinter dir gelassen hast. Vielen Dank, dass du dieses interaktive Text-RPG gespielt hast. Wenn du in der Zukunft wieder Abenteuer erleben möchtest, stehe ich gern zur Verfügung. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Halt! Stopp! Ich suche bei mir zu Hause, nachdem ich noch einmal eine ordentliche Portion Dosenfisch in meine Zähne gesteckt habe, nach einem Benzinkanister und Streichhölzern. Nachdem du eine ordentliche Portion Dosenfisch gegessen hast, durchsuchst du dein Zuhause nach einem Benzinkanister und Streichhölzern. Du findest schließlich beides in deinem Abstellraum. Der Benzinkanister ist noch halb gefüllt. Nimm den Benzinkanister und die Streichhölzer und kehre zum Herrenhaus zurück. Das tun wir dann wohl. Ah, ich fackelt's ab, die Scheißbude! Und dann geschiss der Wald auch! Und dann ruhe ich noch gerade eine und dann ist er Ruhe! Du entscheidest dich, den Benzinkanister und die Streichhölzer mitzunehmen und zum Herrenhaus zurückzukehren. Mit diesen Gegenständen könntest du neue Möglichkeiten und Strategien für dein Abenteuer im Herrenhaus entwickeln. Hab ich grad. Du gehst den Weg zurück ins Herrenhaus, wo die Dunkelheit und der Geist auf dich warten. Deine Entscheidungen könnten nun eine entscheidende Rolle in der Fortsetzung des Abenteuers spielen. Erstens, verwende den Benzinkanister und die Streichhölzer, um im Herrenhaus Licht oder Feuer zu erzeugen. Dann machen wir jetzt dann eine Sonnenwendfeier, du Hurensohn. Erwäge, wie du die Gegenstände in anderen Situationen für andere Zwecke nutzen könntest. Untersuche das Herrenhaus. Leck mir am Arsch. Ich bemerke, dass es schon wieder Zeit für ein Sonnenwendfeuer ist. Ich gehe um das Herrenhaus herum und zünde und verteile strategisch Benzinpfützen. Dann trete ich cool zurück, stecke mir eine Zigarette in den Mund, in Klammern, neben den Dosenfischresten. Ich hole die Zündhölzer, Hölzer heraus, mache eines an, zünde die Zigarette an. Ich drehe mich vom Herrenhaus weg und gehe. Während ich gehe, zoomt die Kamera super cool in mein Gesicht. Die Musik wird laut und episch. Ich nehme einen tiefen Zug von der Zigarette und werfe sie über meine Schulter und entzünde das Benzin.
Ich soll Buchautor werden, Kinder. Ich muss mir ein Buch schreiben, jetzt wird's Zeit. Was? Schon wieder? Dieser Inhalt könnte gegen unsere Inhaltspolitik verstoßen. Leck mir am Arsch! So, aber generieren tut er trotzdem. Okay. Deine ungewöhnliche und dramatische Entscheidung führt zu einem epischen Moment. Du gehst um das Haus herum und verteilst strategisch Benzinpfützen. Die Dunkelheit und der Geist scheinen überrascht von deinem Vorgehen zu sein, als du die Szenerie vorbereitest. Du musst dir vorstellen, du schützt den Benzinkanister, so fluchst die ganze Zeit umeinander, du verschissener Hurensohn! Weiß ich nicht! Rauchtrottel! Und sie stehen dann so im Echo, was machst du denn da? Keine Ahnung, was will denn das? Du zündest eine Zigarette an und nimmst einen tiefen Zug, während die Musik dramatisch anschwillt. Mit einem entschlossenen Blick wirfst du die Zigarette über deine Schulter in Richtung des Benzins. Ein gewaltiger Feuerball explodiert und das Herrenhaus wird von den lodernden Flammen verschlungen. Das Sonnenwendfeuer verbreitet sich rasch und erfüllt die Dunkelheit mit gleißendem Licht. Die Kamera zoomt in dein Gesicht, als du dich von der Szene entfernt und die Musik erreicht ihren dramatischen Höhepunkt. Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Herrenhaus in einem beeindruckenden Feuerspektakel zerstört. Dein Abenteuer endet hier. Vielen Dank für die Teilnahme in diesem Internet. Wenn du in der Zukunft weitere... Halt, stopp! Wir sind noch nicht fertig. Halt! Stopp! In den Nachrichten munkelt man, das Sonnenwendfeuer in der Stadt des Herrenhauses war das größte, schönste und längste jemals. Selbst die NASA berichtet, man konnte es vom Weltall aus sehen. Punkt. Bin gespannt, wie diese. Dein epischer Akt des Sonnenwendfeuers hat nicht nur das Herrenhaus zerstört, sondern auch für Schlagzeilen in den Nachrichten gesorgt. Das Feuer, das du entfacht hast, wurde zum größten, schönsten und längsten Sonnenwendfeuer aller Zeiten erklärt. Selbst die NASA berichtet, dass es aus dem Weltall sichtbar war. Deine Tat wird in der ganzen Welt bekannt und du hast ein beeindruckendes und unvergessliches Erlebnis geschaffen. Erstens, was geht man jetzt da? Betrachte dein Werk und genieße den Ruhm des größten Sonnenwendfeuers aller Zeiten. Überlege, wie du deine Abenteuer in der Zukunft fortsetzen möchtest. Beende deine Reise in diesem Punkt und reflektiere über das Erlebte. In dem Moment erstmal den Ruhm abgeiern. Nein, stopp, der mal nicht. Ich hole mein Handy heraus und filme das Ganze, um TikTok-Star zu werden. Du, Alter, was krass. Okay, jetzt haben wir es durchgespielt. Du holst dein Handy heraus und beginnst das beeindruckendste Sonnenwendfeuer zu filmen in der Hoffnung, TikTok-Star zu werden. Die spektakulären Aufnahmen des lodernden Feuers und die epische Kulisse ziehen die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer auf sich. Dein Video verbreitet sich rasch auf sozialen Medien und wird viral. Geht viral, oder? Die Leute bewundern deinen Mut und deine Kreativität, das Herrenhaus in ein solches Spektakel zu verwandeln. Dein TikTok-Account gewinnt rasch an Popularität und du erhältst eine wachsende Anzahl von Followern. Dein Abenteuer hat dich nicht nur zum Zerstörer des Herrenhauses gemacht, sondern auch zu einem Social-Media-Star. Herzlichen Glückwunsch, du bist nun ein TikTok-Star, der die Welt mit einem Sonnenwendfeuer beeindruckt hat. Dein Abenteuer endet hier. Halt, stopp! Mein Abenteuer endet hier nicht! Ich setze während der Handyaufnahme alles, ich wiederhole, wirklich alles daran, dass das Anzünden deiner Bude eine neue TikTok-Challenge wird. Und der aber der Welt noch was Gutes wird. Das wird halt immer absurd. Du nutzt die Gelegenheit und erklärst in deinem TikTok-Video, dass das Empfangen des Herrenhauses zu einer neuen TikTok-Challenge wird. Deine Idee verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Lauffeuer.
Deine Idee verbreitet sich wie ein Lauffeuer und immer mehr Menschen beteiligen sich an dieser ungewöhnlichen Herausforderung. In kürzester Zeit werden Dutzende von Videos hochgeladen, in denen Menschen versuchen, ihre eigenen Herrenhaus-Sonnenwendfeuer zu entzünden. Dein TikTok-Challenge-Video wird viral und die Medien berichten über diese neue, ungewöhnliche Internet-Herausforderung. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine landesweite und sogar globale TikTok-Challenge ins Leben gerufen. Dein Abenteuer endet hier. Halt! Stopp! Halt! Stopp! Ich bin beim Entfachen des Feuers übrigens nackt. Immer noch nackt. Auch davon mache ich ein Video und werde OnlyFans-Star. Enter. Na, bist du was? Ja, aber reagieren drauf tut er schon. Dein unkonventionelles Video, bei dem du immer noch nackt das Herrenhaus entzündest, wird schnell zum Gesprächsthema in den sozialen Medien. Du erklärst, dass dies ein besonderer Beitrag für deinen OnlyFans-Account ist. Deine Aktion sorgt für Aufsehen und erregt die Neugier vieler Menschen. Dein OnlyFans-Account gewinnt rasch an Abonnenten und du wirst zu einem Star in dieser speziellen Ecke des Internets. Herzlichen Glückwunsch! Du bist nun ein OnlyFans-Star, der die Welt mit seinen ungewöhnlichen Inhalten fasziniert. Dein Abenteuer endet hier. Vielen Dank für deine Teilnahme an diesem interaktiven Text-RPG. Du hast eine einzigartige Wendung in die Geschichte gebracht und gezeigt, wie Kreativität und Internetpräsenz in verschiedenen Formen Einfluss haben können. Falls du in der Zukunft weitere Abenteuer erleben möchtest, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg in deiner Online-Berühmtheit. Vielen herzlichen Dank, Mr. ChatGPT. Und ich sag dir jetzt was, ich mag jetzt nicht mehr. Halt, stopp! Ja, leck mich doch am Sack, Alter. Okay! Was war das? Also, ich sehe schon, es ist schon... also erst einmal, Phase 1. Herr Pombeiner, Donations sind aus. Donations sind jetzt wieder an. Das heißt, please nicht. Chill. Pombeiner, merci für den 50er. Bussi aufs Nussi. Ohrkatzel, merci für den Zwickel. Nemesis, merci. Flea Frankie, Frau Schrö, Gichtfotzen, ganzer Rest, merci. Und nochmal, falls der Herr Köttner da ist. Ich habe bei mir in der Liste herin nicht diesen Betrag von vorher. Eventuell hast du Glück und es ist nicht durchgegangen. Das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich so noch nie gehabt. Es hätte so gut werden können. Frau Richter, irgendwo war es auch. Ich sag ganz ehrlich, das hat schon Potenzial. Aber, und da ich das halt selber offstream noch nicht gemacht habe, sowas länger mal zum Spielen, es hat schon Potenzial. Also ich sag das, die erste Dreiviertelstunde war schon ganz okay. So, gut, da war alles noch ein bisschen was Neues, aber dann, wie soll ich sagen, es ist so linear. Es ist so, du hast so eine Möglichkeit, da gibt man in der Möglichkeit zum Auswählen, gibt er da schon die Lösung. Das heißt, ich muss da nicht selber draufkommen, dass ich es halt schreibe so. Und das nimmt viel von der Spannung, finde ich. Wenn man das, was man als nächstes tut, vorgeschrieben kriegt, mehr oder weniger. Weil dann kann ich im Prinzip auch da sitzen, schreibe mir gleich die ganze Geschichte fertig von Anfang bis Ende und ich entscheide einfach gar nichts. So ein bisschen. KI sagt, halt, stopp, Bürger. Was war mit dem Herrn Köth? Reden wir später drüber. Oder da reden wir jetzt nicht mehr drüber, sagen wir es so. Weil da lässt sich nichts mehr ändern dran. Du kannst es noch, ich kann es halt auch nicht ändern. Herr Pombeiner und der 50er ist übrigens 2. Ich weiß nicht, was das schon wieder war. Das Ende war gut. Ja, ich hab da schon gemerkt, so, man kann, es ist, glaube ich, unterhaltsamer, wenn man da einen Blödsinn draus macht. Das kann schon funktionieren. Aber das war, was ich gemeint habe mit, bevor sie jetzt übrigens mal wieder alle schleichen. Ich hoffe, es hat Ihnen dennoch gefallen. Schöne Grüße an den Nachschaussquad. Ich versuche das wieder in Kapitel einzuteilen, so mit, ja, große Spannung, da haben wir ein bisschen Schleifen drin und dann eskaliert es im absoluten Blödsinn. Aber ja, okay, das ist, Mario schreibt, ich schreibe jetzt so lange Depth-Counter +1, bis er es endlich mal liest. Nix Depth-Counter +1. Ich hab uns nicht sterben sehen. Du? Hast du AZF schreiben lassen? Was, kannst du AZF schreiben lassen? Ich weiß nicht, was, Mr. Farr, weiß nicht, was das heißen soll. Ja, geil war's, alle liken, war schon geil. Es war halt mal was, Herr Pombeiner, Schluss jetzt! War am Anfang schon cool, aber nimmt voll ab. Scheiß drauf, größer Straubing, nimm's jetzt und schimpf nicht.
Guten Morgen! Pombeller Schlut! Jetzt ist dreimal zu viel. Küsschen aufs Nüsschen, Grüße nach Straubing, das ist noch nicht mehr weit weg. Habe die Ehre, merci dir, Schluss. Der Capricorn, Zusammenfassung. Kannst du eine Zusammenfassung schreiben lassen? Guter Punkt, probieren wir es. Hoppala, nein, das wollte man nicht. Kannst du mir eine Zusammenfassung schreiben zu allem, was passiert ist? Enter. Ich lasse ihn einmal generieren dabei. GPT hat wirklich nur eine Richtung zugelassen, das ist halt schade. Das heißt, wir müssen mal das offener spielen können, also mit der Vorgabe von Punkt 1 bis 4. So habe ich es mir halt vorgestellt, ja, dass wir Bandersnatch im Prinzip, das werden jetzt die wenigsten kennen, aber das ist scheißegal, dass halt da ist ein Tier, da ist ein Tier, da ist was, da haben wirklich Rätsel, auf die man selber kommen muss und so weiter. Aber ganz so ist es dann doch noch nicht. Dennoch ist es extrem beeindruckend, zu was dieses Ding imstande ist. Achtung, ich lese unsere Zusammenfassung vor. Selbstverständlich, hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Entscheidungen in deinem Abenteuer. Du betrittst ein finsteres Herrenhaus und entdeckst unheimliche Gemälde, die dunkle Geschichten erzählen. Du triffst auf einen geisterhaften Schatten und setzt deine Reise fort. Im Herrenhaus findest du eine verschlossene Truhe mit Tagebüchern und Briefen, die dir Hinweise auf die Dunkelheit und die Geschichte des Herrenhauses geben. Du stößt auf ein geheimnisvolles Symbol und wählst aus den Möglichkeiten, wie du mit diesem Symbol umgehen möchtest. Schließlich beschließt du, das Symbol neu zu interpretieren und das Tor zur Dunkelheit zu öffnen. Im Dunkelheitstor triffst du auf einen Dämon, der dir Einblick in die Geschichte des Herrenhauses und die Natur der Dunkelheit gibt. Der Dämon erwähnt ein besonderes Artefakt, das eine Schlüsselrolle in der Handlung spielt. Du entscheidest dich, das Ritual zur Dunkelheit weiterzuentwickeln, was zu einer neuen Wendung in der Geschichte führt. Später versuchst du einen Dämon zu beschwören, was zu einem kritischen Moment in der Handlung wird. Du gibst dem Dämon eine Schaufel. Dankeschön. Da hat unsere Story einen leichten Wendepunkt gehabt, als wir den Dämon mit der Schaufel bezahlt haben. Und er teilt dir mehr Informationen über die Geschichte des Herrenhauses und die Dunkelheit mit. Schließlich entscheidest du, das Herrenhaus in Flammen zu setzen, um eine beeindruckende Sonnenwendfeuer-Challenge zu starten, die in den sozialen Medien viral geht. Deine unkonventionelle Entscheidung, das Herrenhaus nackt in Brand zu setzen, macht dich zum Star auf OnlyFans. Die Handlung nahm viele unerwartete Wendungen und zeigte, wie kreative Entscheidungen im Verlauf des Abenteuers verändern können. Du hast die Welt auf ungewöhnliche Weisen beeinflusst, sei es als TikTok-Pionier oder OnlyFans-Star. Deine Reise endet hier, aber möglicherweise stehen weitere Abenteuer in der Zukunft bevor. Es ist so dumm. Es ist halt, ich glaube, mit lustigen Geschichten kann man richtig dämlichen Scheiß machen. Dragon Cry, der Plan war gewesen, zurücklehnen und deiner atmosphärischen Geschichte lauschen. Letztendlich habe ich jetzt Bauchweh vor lauter Loha. Ja, meinst du, was mir anders geht? Handlung verfilmen. Der Kerl hat eigentlich jetzt wieder, braucht man jetzt wieder einen Sprengi, den habe ich halt noch gar nicht gelesen. Sprengi, wo? Wo ist der Sprengi? Leute, alle, die im Discord sind, ihr wisst, was das heißt. Alle ins Discord, Sprengi. Sprengi. Wo? Und los. Und tausche Schaufel gegen Infos. Wir können euch das jetzt auf die Schnelle zeigen. Irgendjemand hat, das ist ja noch das nächste, die krasse, es gibt ja auch KIs, die Beutel erzeugen. Also ich versuche jetzt schnell, warte. Ich versuche schnell, wer weiß, ich kann im Stream-Mode leider noch, ich glaube der bei Hacker ist. Warte. Achtung. Ich weiß nicht, warum dauert es uns so lang zum Lohn. Jetzt halt. Da. Tasche Schaufel gegen Infos. Leg mir doch am Arsch, Alter. Ihr legt mir doch am Arsch. Und ja, das könnte man schon machen. Also man kann da jetzt da wirklich eine ganz umfangreiche Zusammenfassung schreiben lassen. In Erzählermanier. Und dazu Beutel von einer anderen KI, von Midjourney oder von Leonardo AI generieren lassen und ich mache ein Video draus und erzähle es auf, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Ich weiß es auch nicht. Kann der Dark Souls Boss sein? Ja, stimmt. Mit der Riesenschaufel der Schlang. Die Dunkelheit hat dich gekillt, wo es die ausgezogen hast, deswegen Depth-Counter, aber so nix da. Das war Suizid, der Zeit nicht. Nach Informationen graben mal anders. Den hat's gesprengt, lull, Mann oh Mann, die scheiß Zusammenfassung hat den Dosenfisch vergessen und das Golem gebrabbelt. Simato, das wollte ich auch gerade noch anfügen, hat da feit aber ein ganz großer Teil. Einen Kuss hat er vergessen und so weiter. Pass auf.
Du hast sehr viele Details vergessen. Schreibe das aus in aller Ausführlichkeit. Da werde ich jetzt ein bisschen brauchen. Das werde ich auch nicht fertig machen. Er kann ja immer nur eine bestimmte Menge an Text generieren und dann kackt er irgendwann ab. So, bevor sie wieder übrigens alle schleiern, bevor ich es wieder heute, das habe ich heute noch gar nicht erwähnt, ich Vollidiot. Am Freitag um 20 Uhr ist gemütlicher Stream angesagt. Sag ich dir, was ist. Da sitzt man mir da, ich habe auch schon ein bisschen was hergekriegt und dann der wir mit Nippelklötze zusammenstecken und Blättschmalz einhauen. Lassen wir ein bisschen eine gemütliche Musik laufen, trinken wir vielleicht ein Bierle, trinken wir vielleicht einen Glühwein, vielleicht auch einen Klosterfrau Melissengeist, wer weiß das schon. Und dann der wir aber Nippelklötze zusammenstecken. Einfach so zur Gaudi. Damit ich nicht wieder irgendwo fortgehe und mich behindert auf. Das war toll. Ich weiß, das ist natürlich wieder nicht für jeden, das ist einfach nur so, oh, kann man nebenbei laufen lassen, wir Bock hat zum Zuschauen, weil, warum nicht? Ist das ein Spiel, das auf ChatGPT basiert? Was? Nippelklötze zusammen? Da oder was? Oder der Basti, was ist die Frage? Ich verstehe, Freitag bin ich beim Nachschau-Squad dabei. Du, um Gottes Willen ist mir klar, dass der ultra gemütliche, einfach, das ist im Prinzip ist ja nichts anderes wie ein Blättschmerz-Stream. Darf man auf YouTube Alkohol trinken? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich zeig's nicht, sagen wir es so. Soll ja die wirklich einen Glühwein da haben oder irgendwas. Herr Geibelfe! Grüß aus der Dunkelheit der Geheimnisse. Die meisten kriegen im Finstern Angst. Bürger wird zum Nudisten. Klappspaten des Grauens. Geibelfe, sepp mir dir. Stefan! Wie 20 Uhr? Falsch! Ja, ich weiß schon, wie es lustig, wie ich 14 Uhr schreibe. Da hat's mir ein Koppel rausgehauen. Ich entschuldige mich. Freitag bin ich nicht dabei. Es ist ja überhaupt nicht tragisch, um Gottes Willen. Da erwarte ich jetzt auch nicht den unfassbar riesengroßen Todesansturm. Aber wer Bock auf Nippelklötze hat, nebenbei so wegen, was es ist. Dockereiens Kanal basiert auf Alkohol, also. Ja, okay. Wie geht's deiner Katze zum Sputnik? Der geht's gut. Also, beste Wahrheit, der hat das erste Mal jetzt nochmal beim Tierarzt, abgesehen vom Sonntag. Und der hat auch gesagt, okay, den Umständen entsprechend schaut's gut aus. Dafür ist der Brocken wieder fit. Habe ich hoffentlich auch erzählt, der Brocken hat sich vor fast auf den Tag genau 2 Monate die mittleren zwei Zähne gebrochen und hat halt nicht rausgekommen jetzt 2 Monate lang und der war scheiße lästig und seit heute ist er wieder draußen. Ich bin gespannt, wenn er morgen wieder einer kommt und am feiert ihm das zweite Auge auch noch, dann kriegt er sicher eine Umdrehung, dann jiet ihn aus dem Leben. Alter. Der Feed schreibt, muss selber noch ein paar Nippelklötze zusammenschustern, der Sechster ist, dann tun wir doch das miteinander. Einfach gemütlich. Ich frage mich, was passiert, auch wenn du in dem abgefühlt hättest. Ja, dann Prost, nicht, dass genau deswegen ein Strike einer gibt. Nein, da reden wir einfach nicht drüber, was drin ist und fertig. Ich meine, wie oft habe ich schon gesagt, dass ich einen Klosterfrau Melissengeist in meiner Halbe drin habe, da hat auch noch nie was gefällt. Was machen deine Mietslinger alle? Ja, die bringen sie alle selber. Wir warten jetzt bloß drauf, bis die Chlor mit irgendwas heimkommt. Dass sie sich wahrscheinlich beide Augen aussticht oder keine Ahnung. Schaust du mal beim Kirder vorbei. Nein, Alter, warum zur Hölle macht man Mitte Oktober ein Volksfest? Warum tut man das? Nein. Kirder, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, ist ein Kannfest. Mehr sage ich da jetzt nicht. Dann wieder zum Yeti. Ja, Freitag geht's erst nach dem Wettkampf. Um Gottes Willen, ihr müsst euch da nicht verpflichten dazu, das ist ja klar. Aber ich habe euch gemütliche Wochenend-Streams versprochen und einige haben ja da doch Bock drauf auf die Nippelklötze-Geschichte und ich habe da auch Bock drauf, weil es einfach super gemütlich und einfach nett ist. Dann hocken wir uns am Freitag ein wenig zusammen und der mal dahin. Ich bin sowieso gespannt, wie zur Hölle, wie weit wir kennen. Das Ding hat nämlich 2100 Teile. Und wenn ich da bloß 400-500 Teile pro Stream schaffe, dann dauert es sowieso bis nächstes Jahr März, bis wir fertig sind. Was ist da los? Mundschalt schreibt, mich würde ja mal interessieren, welche Aufsätze und sexuellen Handlungen du in der Schule geschrieben hast. Sag nix, sowas. Ich war in Deutsch immer richtig schlecht. Ich habe für meine Aufsätze eigentlich immer 4er oder 5er kassiert. Immer. Ich war immer schlecht im Schreiben. Meine größte Schwäche war Rechtschreib... Oder ist er immer noch, sage ich da freiwillig, was ist eine Rechtschreibschwäche. Und zwar ganz krass sogar, weil ich nicht drauf schaue. Großschreibung, Kleinschreibung interessiert mich Scheißdreck. Der Dani oder die Dani schreibt, Birger! Bitte mach solche Geschichten nur mal, wie es zum Schluss hinaus war. Dieser Art zum Spielen hat Zukunft. Du darfst auch nicht vergessen, ich glaube, dass da jetzt sehr lustig einfach die Pointe war, der Schwenk von dem eigentlich zuerst spannend gruseligen, dann zum es driftet ab in Scheiße, machen wir Scheiß draus und deswegen hat es funktioniert. Wenn wir uns da hersitzen und das machen wir absichtlich dumm,
dann wird's nichts. Philo, was ist da los? Herr Birger, da zum 5. Mal mein Resub von gestern nicht gesehen hast, schiebe dir heute nur mal was ich noch. Was? Ich seh den. Jetzt geht Listen durch, sag ich, aber es ist Philo. Ich frage mich, wie oft dass du resubben kannst. Da stimmt doch auch irgendwas nicht. Das kannst du eigentlich bloß einmal im Monat. Oder hast du 5 Mitgliedschaften? 2 Stunden, Dr. Shotgun. Ich hab die dann auch nicht einmal in meiner Listen da herin. Mr. Philo, ich weiß nicht, was da los ist. Dankeschön natürlich. Das muss dir nicht 6 Euro kosten. What the fuck are you doing? Das verstehe ich nicht. Ich hab deinen Resub da herin, hab ich nicht da. Fox McCloud, mehr wieder entwickelt. Bitte die Sprenge DDoS-Attacke muss am Jahresmerch. Okay, das und jetzt sprenge, wo? Mehr Weg auf! Mehr sind die 55 Mal sind ja wirklich ein paar Leute dabei. Ich hatte so lange dabei. Es ist so krass. Und viele Namen davon weiß ich. Es sind ja nicht viele. Ja, es ist jetzt nicht, dass da 800 Leute drin hocken mit 55 Monaten, weil dann war sowieso schon lange alles wurscht. Aber Mehrweg auf, Sie wissen es schon. Habe ich da Resub gehört? Danke dir. Was brauchst du denn für ein Nippelset? Soll ich es nämlich jetzt sagen? Achtung, ich werde Sie am Freitag dann erfolgreich influenzen. Da gibt es einen Amazon-Link dann. Habe ich nämlich was davon. Hergeschenkt wird nichts, Alter. Sagt mir wieder nicht gescheit wegen am Greenscreen. Warte mal, da muss ich zuerst. Warte. Es ist ein wunderschönes Hitterl. Es ist so wunderschön. So wunderschön. Grün. Und es sind nicht 2100 Teile, ich glaube, es ist so 30 auf 30 cm. Ho, so, bis hier wie mein Kopf und so. Zum Hinstellen, Apps, das leuchtet auch, es kann auch was. Haben zigtausend kleine, es sind nicht lauter ganz kleine Teile und deswegen wird es ein bisschen dauern. Aber wir werden sehen. Der Capricorn schreibt, Birger, also so der Birger, der Birger der Steine im Herzen von Bayern in Landau an der Isar an einem wunderschönen Tag, in meinem wunderschönen kleinen Büröchen im Herzen Niederbayerns. Der Birger kann doch mitbauen am Freitag. Was die Birgerin? Die Birgerin ist crank. Immer noch. Die war ja eigentlich als Spezialgast. Jetzt habe ich es wieder verraten, Trottel. Was meinst du denn sonst? In einem Horrorspiel mal gedacht. Aber sie ist halt krank und jetzt ist der Koda auch noch, der ist richtig krass im Arsch. Und sie schaut halt vor allem da auf die Nacht, weil der immer aussieht, der möchte immer aussehen. Und wenn er nicht rauskommt, dann fängt das Randalieren an und das ist halt gerade schlecht. Wenn ich weiß, plötzlich ist mein Kater, einer von 3 Katzen, die wir haben, der hat am Sonntag so eine aufs Maul gekriegt, dass er da ein Loch drin hat. Habe ich zuerst gemeint, ja, oder der kleine Kralle gefangen. Und dann war es so schlimm, dass ihm da die halbe die Nasen ober ging, also der ist jetzt genäht, die halbe die Nasen ober, dann da über das Augenlid ist zusammengenäht worden und die Schwellung, die steht im Augenlid, die steht so weit außer, dass es unterm Augenlid übers Augen drüber patzt und dann bei der Operation hat die festgestellt, das Augenlid hängt einfach davon, die Nase hängt davon und hinterm Augen hat er sogar einen Cut, da ist er auch nochmal genäht. Das heißt, Bruder, leg dich hin und was der plötzlich gern mag ist, der da. Du kannst den auf den Arm nehmen wie ein Baby und da so hinter liegen und dann liegt er da, schnurrt und halt's Maul. Und da ist die Birgerin eingeteilt dafür. Wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen. Foto vom Fighter braucht's. Plötzlich Fight Club Cats 5000. Nein, ich tue mich selber schwer, das. Aber kann er noch sehen? Also, er war halt nochmal beim Tierarzt, hat gesagt, schaut gut aus. Also, bis jetzt verliert er sein Auge nicht. Er sägt auch noch was auf beiden Augen. Das Augen selber ist nicht verletzt. Wie das geht, weiß kein Mensch. Die Frau Elsa fragt mich, wie ich mit dem Vornamen heiße. Weiß man das? Ich heiße tatsächlich Birger, ob man es glaubt oder nicht. Triple FM Plötze, das ist einmal das Wichtigste, was der Schmiede. Boah, der arme Plötze. Ja, da hat er sauber eine gefangen. Also da hat er wirklich sauber, muss er da von einem anderen Koda eine gefangen haben und mit einer Kralle durchs Augenlid, durchs komplette Augen durch und dann rausgezogen. Und alles aufgerissen.
Oder gescheit Dusel gehabt, dass er noch sagt. Ja, mir hoffentlich holt er sich bald wieder. Macht er schon. Plötzlich ist stabil. Das Allerkrasseste ist, ich hab's am Montag erzählt. Der kommt einer, hat die Halskrausen dran, schaut aus wie ein Satellit. Wie gesagt, ich nenne ihn liebevoll Sputnik 2. Und dann kommt einer und möchte aussehen. Und tut so, als wäre nichts gewesen. So, keine Ahnung, ich schau aus, als hätte ich mit Mike Tyson geschlägert. Wieso ist die dir zu? Wieso kann ich nicht aussehen? Hallo? Abgesehen davon, ich hab Hunger. Und alles Gute für den Plötzlich und natürlich gute Besserung für die Bürgerin. Ja, das wird schon. Heile Kätzchen, das wird schon. Ja, das wird schon. Es ist ja so krass, wie hart im Nehmen Katzen sind. Es ist ja völlig gestört. Triple F von Plötzlich, Triple F von Katzbrocken und nur mit Triple F von Bürgerin. Das ist jetzt warten wir bloß nur auf den Miti. Trivia, der andere Coder ist das total zerfetzte Tier aus dem Trailer von Seven vs. Wild Staffel 3. Haben wir das auch gesagt. Übrigens, was auch krass ist, was richtig krass war, die Rechnung vom Tierarzt. Ich meine, der war Notfalldienst am Sonntag und eine Not-OP. Da kam die Bürgerin nach Hause mit einem lustigen Zettel, auf dem Rechnung steht. Schwupps, 1000 Euro. And it's gone. Und die Rechnung vom Katzbrocken über die letzten 2 Monate haben wir auch gekriegt, das ist nicht ganz so schlimm, das hat uns 300 Euro gekostet. Innerhalb von 2 Monaten haben mir die Mistviecher 1300 Euro gekostet. Und der Plötzlich ist noch nicht fertig, das heißt, da kommt noch irgendwas. Der wird 1500 insgesamt kosten. Und deswegen passt Bürgerin also genau darauf auf, weil der braucht bloß, wie soll ich sagen, der braucht bloß in die andere Katze rennen. Bei uns, die vertragen sich auch nicht so gut, also die ganz kleinen eher. Der braucht bloß blöd vorbeigehen, sie haut einmal zu, haut ihm auf das Augen auf, dann ist wieder auf und dann geht der nächste 1000. Also muss das Lidl von Sheldon. Achtung, Bürger, sonst löst Donation. Nein, das ist jetzt kein Donation-Gebettel. Ich möchte bloß, das ist einfach, so schnell geht's. Es ist bloß eine Katz. Schwupps, 1000 Euro, adios. Deswegen jetzt Wochenendstream, dass die Katzen gut geht mit den Donations. Ach, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass am Freitag ist immer recht ruhig. Sobald ich da nämlich anfange zu sagen, ich bin zu meiner Bespaßung da und nicht zu eiern, ist sofort Schluss mit Donations. Braucht keinen Spendenaufruf. Mein Coder hat 1200 gekostet, Hüfte zweimal gebrochen und Zwerchfellriss. Das ist bitter. Das ist der Bruder von Plötze, der ist zusammengefahren worden vor 2 Jahren irgendwann einmal. Also nicht tot, sondern angefahren worden. Der hat auch so viele Operationen an der Hüften und an die Haxen hinten, dass er über 3.500 Euro gekostet hat. Es gibt eine Viecherversicherung, ja, da zahlst du aber nur drauf. Da zahlst du nur drauf, weil ich weiß ganz genau, welche 5 Viecher die nächsten 10 Jahre nichts mehr passiert, wenn sie alle versichert sind. Ich bin der Herr Köth, die ersten 250 hast du ja wieder. Generell war das richtig, ja, aber das, dass du im YouTube Superchat versenkt hast, geht erst mal die Hälfte an YouTube und die andere Hälfte geht dann an den Staat und der kleine Präsal geht dann an mich. Pommeter! Nein, ich lese nicht einmal vor. Nein, das war jetzt nicht, mag vielleicht danach aussehen, ja, das verstehe ich sogar irgendwo. Aber ich wollte einfach jetzt nur mit meinen Frust hinauslassen, dass mit der Scheißkarte, hab die lieb, schwupps, Tausender und it's gone. So schnell kann's gehen. 3 Tage bevor die andere Katze endlich wieder gesund ist. Naja. Meine Katze hat alle Zähne rausgekriegt wegen einer Autoimmunkrankheit, 1700 Euro, aber Tierschutzversicherung hat geregelt. Ja, da kannst du Glück und Pech haben. Ich sag, mein Hund kostet 1500, der hat sich sein Gelenk verschoben mit OP und Nachsorge. Es ist, wie es ist. Nur dazu, der Gnädel, der kriegt gar keine Versicherung, der hat ja einen behinderten Fuß. Und da ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist, wie es ist. Wir haben ja beide Geld zur Seite gespart, dass wenn sowas passiert, dann, dass wir nicht sagen müssen, oh mein Gott, keine Ahnung, wir wissen, was passieren kann, wenn man 5 Viecher hat. Bei den Hunden jetzt weniger, da kann auch was passieren. Also die Katzen sind nicht alle 3 Freigänger, das war eine Frage der Zeit. Aber dass es jetzt so blöd hergeht, mein Pechgott. Hol dir Reptilien, die sind billiger. Ne, einen coolen Skorpion. Da brauche ich aber da noch ein Piercing, mindestens eins, und einen Schraubschlüssel, wo ich unterm am Fiat Pumpedüse ausschraube. Und das einen Tag vor der Versicherung. Was? Oh, also einen Tag vor der Versicherung kostet 2, super. Ich habe 2 Nachbarshunde, zahle nur für Leckerlis. Das ist okay. Was arbeitet Bürgerin eigentlich? Das sind Sachen, das geht keinem was an. Herr Flagge, Halle,
Was? Und das einen Tag vor der Versicherung hole, verstehe ich. Also, du hast einen Tag, bevor du die Versicherung geholt hast, kommt die Scheiße her gut. Circa 600 Euro wegen Tumorentfernung. Ja, sowas hat jeder Tierbesitzer durch. Jeder. Das ist einfach normal. Das gehört halt einfach dazu. Weißt du, dein kleines Arschlochkind, das du daheim hast? Das wird früher oder später auch irgendwann einmal vom Radl runterfahren und hat 15 Platz unten am Shell. Gut, haben wir eine Krankenversicherung. Ja, dafür beizt es irgendwann eine Playstation ein. Kommst du auch nicht aus. Kostet 500 Euro. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ein Cut am Augen, der verheilt, oder dein Arschlochkind von der Playstation. Und Frau Richter sagt, ja, aber ich mag Viecher. Ja, richtig. Ist ja bei mir genau das Gleiche. Deswegen habe ich da keinen Stress damit. Ich meine, natürlich, es ist ja 50-50. Natürlich sage ich, da tue ich nicht lange umeinander. Freilich operiert den Kader, bist du behindert. Los. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Und der Deutsche Tage war letzten Monat in der Notaufnahme wegen Cannabisvergiftung. 800 Euro weg. Ist mein Monatsgehalt. Ich frage jetzt nicht weiter nach. Und ob die du gerade selber verraten hast, oder ich weiß auch nicht. Ich musste für meine OP 3000 Euro zahlen, habe das meine ganze Ausbildung über abbezahlt in 100er Schritte. Das ist bitter. Haben 2 Katzen und 14 Meerwasserfische. Tiere sind Familie, natürlich ein Geldgrab. Das beschreibt's schön, ja. Ich kenn gerade nix, Hamster. Ich kenn bloß nix, Hamster. So stell ich's mir gerade vor. So, Kinder! Wir machen mal ein wenig einen Frischschluss. So schaut's aus. Ich wünsche dem Nachschau-Squad schöne Grüße. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen unterhaltend. Ich hoffe, in der Mitte hat man das einigermaßen überspringen können und es ist dann in absoluten Blödsinn ausgeartet. Wir werden sehen. Nicht vergessen, Like da lassen. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe einigermaßen das Beste draus gemacht, was ich draus machen lassen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für die ganzen neuen Mitglieder und die alten Mitglieder mit Resubs. Und dann an den Herrn Köth, du hast Donation-Verbot bis 2029. Okay? Das haben das 5 Jahre ab, dann weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hoffe sehr. Press Triple F für die Moderatoren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr und was wir dann nächste Woche lernen, das kommt dann im Discord. Wer übrigens ins Discord noch hinein will, schreibt in den Chat Ausrufezeichen Discord hinein oder in der Videobeschreibung oder in der Streambeschreibung unten ist auch ein Link zu meinem Discord-Server. Wenn ihr nicht weiß, was das ist, habe ich jetzt keine Zeit, das zu erklären. Verpisst euch! Hobby! Niemals vergessen. Immer knockert mit Fisch zwischen die Zehen im Hausflur umeinander rollen. Bis zum nächsten Mal.